Max Eberl, Glückwunsch zu einem souveränen Sieg an der Alten Försterei. Was hat Ihnen heute am besten gefallen? Ich wollte eigentlich sagen, dass wir zu Null gespielt haben, aber das haben wir dann ganz am Ende nicht geschafft. Ich glaube, das ärgert Manu am allermeisten, weil er es verdient gehabt hätte, das dritte Spiel in Folge zu Null zu spielen. Aber mir hat einfach gefallen, wie seriös wir gespielt haben, wie gut wir Fußball gespielt haben, aber wie gut wir auch verteidigt haben. Das ist so das Wichtige bei uns. Das haben wir sehr, sehr konzentriert gemacht und deswegen auch in der Höhe total verdient gewonnen. Klarheit bringt Freiheit, hat Thomas Tuchel Ende Februar nach der Trennung gesagt. Momentan sieht es da so aus, als passe kein Blatt Papier zwischen Ihnen und die Mannschaft. Wie bewerten Sie das Verhältnis aktuell? Ja, absolut. Das war schon die letzten 2 Wochen so. Heidenheim war ja so unser Spiel, was uns nicht so gut gefallen hat. Davor war Dortmund, das ist eben auch noch nicht so lange her. Aber jetzt die letzten 2 Wochen war das wirklich sehr, sehr gut. Die Mannschaft nimmt das an, was Thomas und der Trainerstab ausarbeiten. Gerade gegen Arsenal, beide Spiele waren sehr, sehr konzentriert. Verdient auch weitergekommen ins Halbfinale der Champions League. Und auch die Bundesliga, jetzt die beiden Spiele Köln und heute gegen Union, sieht sehr, sehr gut aus. Kommen wir zu Ihrem Lieblingsthema. Die Trainersuche des FCB beschäftigt ja mindestens Fußball Deutschland. Julian Nagelsmann hat nun gestern gesagt, dass er Bundestrainer bleibt. Wie muss man sich das vorstellen? Streichen Sie mit dem Kugelschreiber dann den nächsten Namen durch? Nein, es ist so, wie ich ja schon öfters gesagt habe, dass wir für uns Kandidaten haben, dass wir uns für uns auch einen kleineren Kreis jetzt gemacht haben und da führen wir einfach ständig immer wieder Gespräche. Und und Julian hat eben für sich entschieden, beim DFB bleiben zu wollen. Ist eine schöne Entscheidung für den deutschen Fußball. Ich glaube, dass wir eine schöne EM dann vor der Brust haben und dann eben 2 Jahre bis zur Weltmeisterschaft. Und es war am langen Ende so, dass es eben noch sehr frisch war, seine Entlassung, die ist noch nicht so lange her gewesen. Deswegen alles nachvollziehbar und und wir werden jetzt hoffentlich bald mit unseren Kandidaten dann auch in die Zielgeraden einbiegen. Also übersetzt gesagt, wenn es noch nicht so lange her war, dass der Stachel noch zu tief saß? Kann man so sagen, das ist halt eine Entlassung gewesen, die jetzt 1 Jahr her ist. So lange ist es eben noch nicht. Also die Geschichte ist noch sehr, sehr jung gewesen. Und und das hat dann eben dazu geführt, dass er gesagt hat, ich fühle mich im DFB sehr, sehr wohl. Und das ist einfach auch eine Entscheidung, die er getroffen hat, die wir einfach akzeptieren. Dann bleiben 3 große W. Wer, wann, was? Also wer weiß ich, brauche ich Sie nicht zu fragen, sagen Sie uns eh nicht. Wobei mich interessieren würde, gibt es für Sie irgendeine Situation, die vorstellbar ist, dass Sie eine Rolle rückwärts bei Thomas Tuchel machen? Na gut, die Entscheidung wurde gefällt, da war ich noch gar nicht da. Und die Entscheidung hat der Thomas gesagt, die steht. Deswegen brauche ich da jetzt nicht großartig nochmal nachkarten. Mir macht es sehr, sehr viel Spaß, mit Thomas zu arbeiten, mit Christoph zusammen, mit dem Trainerstab. Man sieht ja, wir haben Erfolg. Wenn man das auch mal zusammenfasst, wir haben 4 Punkte mehr als letzte Saison. Wir haben mehr Tore geschossen, wir haben eine bessere Tordifferenz in dem Champions League Halbfinale. Also so schlecht ist dann alles nicht. Hätte er bleiben können. Bitte? Hätte er bleiben können. Naja, wie gesagt, die Entscheidung ist vorher gefällt worden und ich glaube, sie haben sie gemeinschaftlich auch gefällt und deswegen braucht man darüber nicht drum diskutieren. Wer es dann wird, das werden wir dann bekannt geben, wenn es wirklich soweit ist. Und das Wann ist eine Frage, wir wollen es so schnell wie möglich, aber wir wollen es auch so gründlich wie möglich machen, diese Entscheidung. Hoffen es zeitnah zu treffen. Natürlich vor Ende der Saison, um die ganzen Planungen voranzutreiben. Das ist das, was wir jetzt schaffen wollen. Bleibt noch das Was? Also was muss der Neue mitbringen? Was muss er im Portfolio haben? Naja, es ist so, dass wir eben jetzt, oder Bayern München 11 fantastische Jahre erlebt hat. Jetzt eine Saison, die vermeintlich nicht so gut aussieht, aber Champions League Halbfinale, wie ich gerade angesprochen habe, gegen Real Madrid, dann doch noch sehr, sehr versöhnlich enden kann. Wir wollen einen Trainer haben, der ein Stück weit eben Bayern München längerfristig begleitet. Wir wollen eine Kontinuität aufbauen, weil ich glaube, das ist ein entscheidender Fakt, um erfolgreich zu sein. Wir brauchen einen, der Lust hat, Bayern München, diesen großartigen Verein mit all seinen Fans, mit all seinen Möglichkeiten eben zu begleiten und ein Stück weit eben auch was Neues auf den Weg zu bringen. Und einen, der Deutsch spricht? Oder wäre auch was anderes vorstellbar? Genau. Das habe ich in einigen Interviews, glaube auch bei euch schon mal gesagt. Er sollte mindestens Englisch sprechen. Deutsch wäre gut, aber Englisch muss er mindestens sprechen. Gut, dann halten wir Augen und Ohren offen. Wie es weitergeht, Max Eberl, wünsche Ihnen ein gutes Händchen. Ja, wisst ihr Bescheid, oder? Also ich spreche Deutsch, ich spreche auch ein bisschen Englisch. Passt also. Bin Starkler. Ah, herrlich, ey. Läuft bei uns wieder richtig, oder? Na komm, gucken wir uns wenigstens das Live-Bild aus der Arena an. Eieieiei. Bild, ey. So, das schließe ich noch. Das auch noch. So, was habe ich hier gerade gelesen? Will das Stream wie das heute? Warum? Guck mal, ist doch gar nichts los hier. 10 People oder was? Will das Stream. Alma, Servus. Analog One, Servus. Chico, Servus. Sonnenblume. Servus.
What's up, Fabienne, Passiv, Werner Untergönnung, Servus zusammen. Zaungast, guten Abend. FC Bayern-Fan forever, Ralf Rangnick, Top-Kandidat. Ralf Rangnick ist gar nichts bei uns, Alter. Quatsch doch nicht so Mist, ey. Sergio, Grüße. Mara 06 redet mit 4 Zuschauer. Ralf Rangnick kommt, dann weiß ich auch nicht, Alter. Dann muss ich protestieren gehen oder so. Nee, habe ich ja schon was zu gesagt, sage ich gleich nochmal was zu. Emil Hase, guten Abend. 22 Mara 06, vielen lieben Dank für deinen Raid. Und natürlich Servus an die 4 Peoples. Nach jedem Bier gibt es bei mir eine neue Persönlichkeit. Chico, also das habe ich schon gemerkt. Das habe ich wohl schon gemerkt. Bei dir sind schon ein paar Persönlichkeiten dabei, wa? Auf jeden Fall immer spannend. Gibt Schlimmeres immer. Wenn Rangnick kommt, dann Figo auch. Was hat denn der Figo damit zu tun? Alter? Ist der dann der Torwarttrainer oder was der du bist? Der wild. Ist ja wild. Heute kein Bier. Nee, Rangnick habe ich ja gesagt. Ich meine, ist ja jetzt nicht ein schlechten, aber ja. Ich mag ihn halt nicht. Aber es geht ja nicht um mich und um meine persönlichen Vorlieben oder nicht Vorlieben. Und ich werde mich schon damit arrangieren dann. Ich muss dann halt ein bisschen gucken, dass ich nicht meine Abneigung mit in meine Bewertung fließen lasse. Aber ansonsten, ja. Was soll ich sagen zum Rangnick? Was soll ich da jetzt sagen, Leute? Was soll ich da jetzt groß erzählen? Wie seht ihr den Rangnick denn? Das ist doch viel interessanter. Seid ihr pro Rangnick hier oder was? So. Chat hier verschieben. Hier. Der ist noch auf Fußballmanager-Ebene hier. So ist doch besser. Würdest Zidane feiern? Ja, aber das hat sich ja anscheinend... ich meine, entweder ist es ein riesen Strohfeuer, das der Eberler die ganze Zeit gelegt hat in seinen Interviews, oder ansonsten hat sich das ja erledigt, oder? Mit dem Zinedine. Der Chris, servus. Gerard, servus. Ja, die Mara ist noch nicht da. Die Mara, ich weiß nicht, ob die hat ja gerade geradet. Die sollte fertig sein mit dem Stream. Die ist aber noch nicht im Voice. Die hat noch ein paar Sachen zu machen. Favre. Ja, der Favre, der ist dann wird's ganz wild, Alter. Dann wird's ganz wild. Der Lucien. Aber wir wollen ja auch einen Langzeittrainer. Haben wir ja gerade gehört, oder? Hat der Eberl ja gerade nochmal erzählt. Wir brauchen einen Trainer, der Bock hat auf... Oh, komm nicht mit dem Bruno, Alter. Der Bock hat auf FCB und der ein Langzeitprojekt wird. Rangnick die Favre-Version ohne PTBS. Ja, ist richtig. Ich würde auch eher den Rangnick als den Favre nehmen. Das ist schon wild, dass ich das überhaupt sage. Bruno Labbadia ist immer so... Ja, ich habe eine gute Saison und danach... keine Ahnung, erreiche ich die Mannschaft nicht mehr, bin ich aufgebraucht oder sonst was. Ich habe den Bruno noch bei keinem Verein gesehen, wo er mal länger wie ein Jahr gut performt hat. Warum auch immer. Meistens war er Feuerwehrmann, dann hat er die Mannschaft gerettet und danach das Jahr, dann hat er so ein halbes gutes Jahr gehabt und dann ist er komplett eingebrochen. Frag mich nicht warum. Kann ich auch nicht erklären, was da mit dem Bruno los ist. Ich weiß gar nicht, was der gerade macht. Ach, Schweinsteiger als Teamchef. Leute, wir müssen mal wegkommen davon, immer zu sagen, so die ehemaligen Spieler können irgendwie Trainer sein. Warum sollten die denn Trainer sein können? Nur weil man ein guter Spieler war, ist man noch lange kein guter Trainer. Verstehe ich nicht. Weil wir haben es doch beim Uli gesehen, dass es war auch kein guter CEO, obwohl er studiert hat, obwohl er unser Titan war 20 Jahre lang. Das ist halt alles nie so einfach, ne? Und ganz ehrlich, alles, was schon mal TV-Experte war, wie länger wie 3 Monate, weiß ich nicht. Kannst du als Trainer auch nicht mehr wirklich ernst nehmen, oder? Wir brauchen jetzt einen Magath. Jo, wir brauchen die Angst.
Du kannst auch Evadin nehmen, der hat wenigstens noch ein bisschen fußballerisch was zu bieten. Ich glaube, es ist aus der Rangnick-Weg, alter Wild. Jo, Matthäus und Basler. Ja. Die Besenkammer. Ja, der Favre ist ja auch kein schlechter Trainer. Ne? Auch in Gladbach war er kein schlechter Trainer. Auch bei Hertha nicht, aber Favre ist immer irgendwann so, der hat irgendwann den Punkt so, dann ist ihm alles zu viel, dann hat er keinen Bock mehr und dann hat er halt keinen Bock mehr. So, und wenn du das mal bei Hertha gesehen hast und so weiter, das würde bei uns ja maximal ein Jahr dauern. Also bei uns ist ja der öffentliche Druck und alles ist ja im Verhältnis zu den restlichen Stationen, wo er war, super extrem. Da kommt er gar nicht klar mit dem Mann. Nach einem Jahr ist er ausgebrannt. Aha. Ja, wie gesagt, was immer in irgendwelchen Zeitungen steht, ist eh schwierig, oder? Aber das ist eine 8 Wochen am Flughafen, wenn ich so weiß, ey. Ja. Sehe ich auch so. Dass es keine langfristige Lösung auf dem Markt gibt? Ach, das glaube ich schon. Weil Klopp dann der Heizbringer ist, oder was? Weil der Klopp-Fußball dann super zu unserem Kader passt, oder was? Doch, ist auch. Optimus Prime. Kein Trainer hat halt mehr Bock, Bayern zu trainieren, als Bayern sich selbst zuzuschreiben, wenn man immer die Trainer nach knapp einem Jahr entlässt. Ja, das ist natürlich ein Bild, was man da geboten hat, was nicht so geil ist, ja. Mirko Slomka, genau, Mirko. Man sagt dem Bruno nach, dass er Nähe zu Spielerfrauen sucht. Okay, habe ich noch nie gehört, aber nehme ich mal so hin. Christian, Mahlzeit. Mourinho mit Co-Trainer Magath und die Mannschaft spurt. Ja. Und dann sehen wir den gleichen Rumpelfußball wie jetzt unter Tuchel. Ich glaube, Bayerns Langzeittrainer ist Alonso und bis er kommt, wird eh alles Übergang sein. Ich glaube das nicht. Würde der Eber sich schon sehr unglaubwürdig machen, ne? Nach seinen ganzen Statements, die er jetzt rausgehauen hat. Weiß nicht, ob er der Typ ist, der das möchte. Aber wer weiß. Und das ist richtig, Ammo. Wenn man ein guter Angestellter ist man noch lange kein guter Chef. Ja. Bill, Servus. Rangnick, klarer Favorit. FCB Insight, ja, das ist auch eine ganz seriöse Quelle. Also FCB Insight ist so seriös, Alter, da kann sich sogar die Bildzeitung eine Scheibe von abschneiden. Wundert mich eigentlich, dass Jürgen Klinsmann da noch nicht steht. Also ohne Scheiß, wenn es der Barca wird, dann tritt ich aus dem Verein aus, Alter. Also. Das ist ja so realistisch wie... Ich denke, Flick macht eine Saison, danach kommt King, Klopp. Okay. Wenn Erfahrung, Erfolge, Talentförderung, Spielstil und so weiter zusammenzählt, ist Rangnick für mich erste Wahl. Ganz klar. Also nicht für mich, ne? Ich habe das nur vorgelesen, Leute. Ah. Ja, aber das machen wir doch nicht. Wir wollen doch keinen Übergangstrainer. Wir wollen doch jetzt einen haben, der die nächsten Jahre da ist. Das Thema nervt langsam. Das Thema ist doch bald vorbei. Leute, noch eine Woche, dann ist das Thema vorbei. Ja, wir geben kein gutes Bild ab gerade, ne? Sagen wir, wie es ist. Meine Ebel hat es ja ein bisschen hin und her gelabert. Von wegen, man führt mit vielen Gespräche, bla Sülz.
Aber wir geben gerade mal wieder kein gutes Bild ab, leider. Servus. Ja, die Mara ist mittlerweile auch da. Kann sich natürlich noch ändern. Wenn es wirklich so jetzt in der Woche, so Ende des Monats dann fix ist. Je nachdem, wer es ist. Ja, schwierig. Bin gespannt. Wie ein Flitzebogen. Mein Wunschtrainer, ich habe keinen Wunschtrainer, habe ich schon 100-mal gesagt. Ich habe keinen Wunschtrainer. Der Name ist mir völlig Wurst. Ich brauche keinen Trainer, der, es ist ähnlich wie bei Spielern. Ich brauche keinen Trainer, der jetzt, was weiß ich, Mourinho heißt oder Zidane oder was weiß ich was. Der Trainer muss einfach zur Philosophie passen, die wir spielen, die wir die nächsten Jahre haben wollen im Verein. Der muss zum Eberl und Freund passen und dann ist mir das scheißegal, wie der heißt. Also wegen mir kannst du auch einen Römer Keiler hinsetzen. Oder Trainer aus der Jugend, das ist mir völlig Wurst. Ja? Und ich fühle auch immer dieses Argument nicht, wie es beim Nagelsmann auch war. Ja, zu unerfahren, kein Respekt, haben die Spieler dann. Ja, ist richtig. Dann ist halt der Sportvorstand gefragt, ne? Sich dann da hinstellt und sagt so, bam, das ist unser Trainer für die nächsten 4 Jahre und wer nicht spult, kann den Verein verlassen. So, ganz einfache Kiste. Ne? Man muss ja nicht immer die Spieler alle pudern mit ihren 20 Millionen Gehältern. Den kann man auch einfach mal klar vom Kopf sagen, wie sie sich zu verhalten haben. Gut ja leider nicht getan die letzten Jahre. Armin Fee ist auch ein wilder Take. Müsste man mal zurückdenken, mit wem hat der Eberl denn so zusammengearbeitet? Den er geil fand. Also den Favre fand er ja schon geil, ne? Ja. Mehmet Scholl hat Matthäus vorgeschlagen. Ja, habe ich ja gerade gesagt. Also jeder, der länger wie 3 Monate Experte war, den brauchst du nicht mehr ernst nehmen, wenn es zum Trainerjob geht. Ja, ich hätte auch nichts gegen den Markus Babbel. Nee, den Flick fühle ich gar nicht. Ich hatte halt gelesen gehabt, dass der Ten Hag eventuell vor der Vertragsauflösung in Menu steht. Und ich fände halt ein Tauschgeschäft gar nicht verkehrt. Tuchel weg nach Menu und Ten Hag nach Bayern. Vielleicht kann man sich dann diese Ablösescheiße aussparen. Das ist einer, der mit dem anderen nichts zu tun. Oder meinst du die Ablöse für einen neuen Trainer? Ja, ja. Ja, für Tuchel zahlt es ja trotzdem. Ja, wir werden sehen. Wir werden es erleben. Ich bin sehr gespannt. Ja, ob die in Ruhe finden werden. Die haben natürlich jetzt auch schon ein bisschen Zeitdruck, Chico, ne? Also das sollte man auch nicht unterschätzen. Also ich meine, das ist schon vor ein paar Wochen breitgetreten. Ende April muss das stehen. Und das muss es auch. Ja, wenn du einen Umbruch machen willst, muss es stehen, weil du musst den Spielern ja jetzt auch sagen können, pass mal auf, das ist der neue Trainer, der plant nicht mit dir. Entweder bleibst du hier, hockst dich auf die Tribüne oder du suchst dir einen neuen Club. So, das kannst du aber nicht bringen 2 Wochen vor der neuen Saison. Ja? Ganz zu schweigen davon, dass du noch Spieler verpflichten möchtest und so weiter. Also es muss jetzt langsam dann echt hier Nägel mit Köpfe gemacht werden. Ja, aber Ewald sagte doch auch, wenn das jetzt länger dauert als Ende April, dann ist das halt so. Ja, was soll er auch sonst sagen? Chibi, Ja, servus. weil sich jetzt halt alle auf Ende oder die letzten Tage im April festlegen. Rangnick bloß nicht und Glaube bleibt bei Österreich. Ja, Rangnick ist mir eigentlich total pupegal. Rangnick wird mit den Bossen anecken wie Tuchel, keine gute Idee. Weiß ich nicht. Ich denke, jeder Trainer, sofern Eberl das nicht irgendwie abblockt, wird bei uns anecken. Sag ich euch ganz ehrlich. Also jeder Trainer, der sich da irgendwie vom Uli reinquatschen lässt oder von sonst wen aus dem Aufsichtsrat, da muss der Eberl halt also in Zukunft das Schutzschild sein. Ja, ne? Aber ist das egal, welcher Trainer ist. Nee, dieser Übergangsblödsinn passt auch nicht und ist auch völliger Schwachsinn.
Ja, Ten Hag habe ich mir schon letztens ins Spiel gebracht, ne? Natürlich keine Triple-A-Lösung, aber ja, wie gesagt, mir ist das Wurst, wie der Trainer ist. FCB Inside, größter Clickbaiter. Ja, gut, wer da irgendwas war für wahre Münze, nimmt ihr selber schuld. Ich denke auch, der Rangnick ist mehr kein Trainer, oder? Ich finde auch, der Rangnick ist auch eher so ein Sportdirektor-Typ. So Kaderplanung und so, das kann er gut. Weiß nicht, ich fühle den halt nicht, aber wie gesagt, ich kann das auch nicht wirklich fair beurteilen. Ich habe halt eine gewisse persönliche Abneigung gegen den. Ja. Adam, servus. Ein Trainer, der an 3. oder 4. Stelle ist auf der Liste, wird sich noch mehr reinhauen, um zu beweisen, dass er der Richtige ist. Das werden wir sehen. Also der Trainer, der verpflichtet wird ja auf jeden Fall an 3. oder 4. Stelle sein. Da, zumindest öffentlich in den Medien. Ne? Also da muss man dann schon hart gegenarbeiten, damit man das irgendwie anders verkaufen kann. Das muss man ja jetzt auch nicht irgendwie... Das war nicht so schlau. Ne? Ich glaube so, alle bei uns haben gedacht so, ach ja, der Alonso kommt schon. Ne? Hätte man vielleicht klarer Dementi bringen sollen. Das ist dieselbe Geschichte mit dem Nagelsmann halt. Hätte man sagen sollen, ja, das, was der Eberl jetzt labert halt, ne? Das hätte er halt da labern sollen, aber hat er nicht gemacht. Und das wird der Flecki-Flacki. Ja, dann weiß ich auch nicht. Das ist ja wieder so ein Ding, da müsste der Hoeneß ja wieder über seinen Schatten springen. Verstehst du? Wer wild? Eber kann einem nur leid tun. Ach, der muss dir nicht leid tun. Ist doch schön, wenn du als Sportvorstand irgendwo hinkommst und alles neu gestalten kannst. Du kannst einen Trainer nach deinem Gusto einstellen, du kannst einen Kader nach deinem Gusto aufbauen. Ist doch viel, viel geiler, als wenn du irgendwo hinkommst und da ist alles bereitet, du hockst dich dahin und hast kaum Einfluss. Also, ich denke, der hat da mehr Spaß dran, als wie andersrum. Marc van Bommel. Sicher auch eine Option. Klickrücke. Ihr seid jetzt alle auf dem Hansi drauf, oder was? Kein gutes Bild mal wieder. Nee, leider nicht. Lass uns lieber über die Champions League-Spiele gegen Real quatschen. Ja, was wolltest du da quatschen? Kinesi kostet keine Ablöse. Wie ist der schon wieder entlassen in Korea oder wo der war? Dumbo Jumbo Servus. Welchen Fußball ist Rangnick spielen? Ich habe keine Ahnung. Schau wir ihn an, das wäre mein Favorit. Weiß ich aber nicht. Kann ich null einschätzen, leider. Aber warum nicht? Also wenn er, wie gesagt, der Trainer muss ins Konzept passen. Ganz einfache Kiste. Ja? Also am Ende ist es völlig Wurst, wie der heißt. Martin, rot-weiße Grüße. Was willst du tun, wenn Rangnick kommt? Ja, nichts will ich tun. Ich habe gerade gesagt, was soll ich dann tun? Soll ich mir Haare wachsen lassen aus Protest oder was? Das sieht doch keinen, was ich tue. Wie gesagt, ich müsste halt gucken, dass ich ihn fair bewerte, weil ich halt eine persönliche Abneigung gegen den Menschen habe. Das ist auch alles. Aber vielleicht überzeugt er mich ja auch von sich. Weiß man noch nicht. Vielleicht holen wir alle. Genau, wir machen so ein Casting. Eine Casting-Coach. Und wir lassen die Mitglieder abstimmen. Die 300.000, wovon wir nur 800 in eine Halle sperren. Und die lassen wir dann abstimmen. Kommt jeder einzelne Trainer auf die Bühne, stellt sein Konzept vor. Das wäre doch mal was, oder? Alter, das könntest du Reality-Show rausmachen. So ein paar Mille einnehmen. Ich ziehe mich nur, ne? Der Hans Dieter ist der Wunschtrainer. Ja. Ich habe den Flick ja echt gemocht, ne? Ich habe den auch als Spieler bei uns gemocht. Aber sein Verhalten, was er an den Tag gelegt hat, war wirklich unter aller Sau. Und davon mal abgesehen, dass ich ihnen die Fähigkeit abspreche, eine neue Mannschaft aufzubauen. Aber da kann er mich natürlich eines Besseren belehren, wenn er es werden sollte.
John Jay, Servus. Lucien, nee. Ja, nicht spricht gegen Rangnick, oder? Römer Kai ist lächerlich. Aha, warum denn? Hau mal raus jetzt dein Take, Karl-Heinz. Bin ich immer sehr gespannt drauf. Und was denn lächerlich ist. Kalle ist Favre-Fan, ich weiß. Den hat er auf jeden Fall. Die sind Best Buddies, ey. Favre und Eber. Marco Rose. Marco Rose war auch stark in Dingens, wo er war. Und jetzt bei Leipzig macht er ja auch nicht so einen schlechten Job. Jogi Löw. Jo, Jogi Löw, Alter. Aber besser wie Hansi Flick. Oh, dann kann der Hansi Flick mitkommen als Co-Trainer. Läuft. Der Nagel ist so eine Nummer, ne? Ja, bezahlen wir nochmal 30 Mille nach Leipzig. Ist doch kein Problem für den nächsten, den wir abwerben, der dann nach einem Jahr auch wieder weg ist. Wer bereit, mir den Finger abzuschneiden, wenn Van Gaal zurückkommt? Ja, das wird ja auch nicht passieren. Als wenn der Van Gaal sich da hinsetzt und irgendwelche Themen mit dem Eberl und einem Freund bespricht, Alter. Stell dir das mal vor beim Louis. Der soll sich da hinsetzen und soll dann irgendwas da durchdiskutieren. Zu irgendeinem Spieler oder sowas. Der Van Gaal wird sagen, hier, der weg, der bleibt, den nehme ich aus der Jugend, der bleibt, der weg, den will ich haben, fertig. Der wird da nicht diskutieren, Alter. Und sich da noch austauschen. Wild, ey. Das wäre wild. Eieiei. Man hätte den Nagelsmann für die EM ausleihen sollen. Ja. Wir sind halt zu weich dem DFB gegenüber. Ist schon immer so gewesen. Das zieht sich jetzt und dann bleibt Tuchel doch. Nee, das glaube ich nicht. Baumgart wird auch bald wieder frei. Das glaube ich auch nicht. Er wird nächstes Jahr, gibt der Gas mit Hamburg. Es gibt nie eine Garantie, dass das alles so klappt, wie man sich das vorstellt. Wie gesagt, wir werden nächstes Jahr eine wilde Saison nochmal haben. Das ist doch auch gut so. Haben wir doch wenigstens was zu bequatschen. Genau, der Kaiser bekommt eine Statue, wie es sich gehört. Marco van Basten, ich weiß gar nicht, was der noch gemacht hat. War der überhaupt noch Trainer die letzten Jahre? Ich glaube aber, den Van Gaal, so gerne man den auch wieder hätte, der soll halt einfach aufgrund seiner Gesundheit auch seinen Lebensabend genießen, ne? Der hat Ja, der sah auch nicht mehr so fresh aus. Nee, der hat im April letzten Jahres hat er eine Prostatakrebserkrankung öffentlich Ja, hat gemacht. man ihn auch angesehen. Ja, 25 Bestrahlungen, alles, und der soll halt mal sein Ding machen. Aber ja, das wird auch nicht passen. Der wird halt da aufmarschieren wie ein General und wird sagen, das passiert und dann ist Feierabend. Der wird sich nicht ins Büro setzen mit dem Eberl und einem Freund und trinken Käffchen und mal durchdiskutieren, was wir wie hier irgendwie machen könnten. Nee. Kannst du vergessen. Ja, vielleicht ist das ein gutes Zeichen, ne, dass gerade 20 Millionen Namen reingeworfen werden, so in den Medien. Wir werden sehen, vielleicht kriegen wir die völlige Überraschung und es wird ein völlig überzeugender Trainer vorgestellt in der Woche. Nee, das sag ich ja, das passt bei uns halt auch nicht. Der Rangnick vom Typ. Ein Jahr Hansi und dann Kloppo. Na, ich würde ja einen wilden Take finden, wenn der Eber sich nächste Woche da hinsetzt und sagt, jo, Pep Guardiola ist unser neuer Trainer für die nächsten 3 Jahre. Ja, das ist Schwachsinn mit Flick 1 Jahr. Also, du wirst keinen Trainer finden, der jetzt sagt, so, ich komme jetzt ein Jahr zum FC Bayern. Das ist auch gar nicht gewollt, das ist auch klar kommuniziert. Also das wäre auch wieder ein Armutszeugnis. Also ganz ehrlich. Das macht eigentlich Tedesco. Keine Ahnung, Schalkes zweite trainieren oder was?
Steht ein Rangnick-Tag bei Groß, wenn ich den sehe, denke ich nur an Klobürste. Mag super Typ sein, wenn ein Groß quatscht, störe ich nur Nägel an der Wandtafel. Ja, ich habe da so ein ähnliches Großproblem. Dem Höchsten Runiger ist im Ebel eingesagt haben, was er zu tun hat. Bitte einfach Flick. Ei, ganz schöne viele Flick-Jünger hier, ne? Wild. Mein Wunschtrainer Martin Demichelis hatte ja auch schon Erfolg als Trainer, aber der hatte ja keinen Bock, hat er doch schon gesagt. Das schon vor 3 Monaten gesagt. Wie wäre es mit Conte, Thiago Motta, Brandon Rogers, Kaspar Hjulmand, Stefan Kunz, Urs Fischer, Laurent Blanc und Allegri? Ja, haben wir nochmal weitere 8 oder 7 Namen oder was auch immer. Waren die erfolgreichsten Trainer bei Bayern nicht die sich alle mit den Vereinen identifiziert haben? Ja, das sind ja immer die erfolgreichsten Trainer und natürlich auch die Spieler, die sich am Ende mit dem Verein identifizieren. Das hat der Eberl ja gesagt, dass er einen Trainer möchte, der sich halt mit dem Verein identifiziert, weil das ist ja so, ich glaube, mit ein Hauptproblem bei der Tuchel-Thematik. Nee, ich kündige meine Mitgliedschaft nicht, wenn Rangnick Trainer wird. Naja, aber der Flick identifiziert sich ja auch nicht wirklich mit dem FC Bayern. Sonst hätte er letztes Mal nicht gesagt, so, ich will weg hier, ich gehe zum DFB. Ja, das ist halt... Na, Trommelfeuer, moin. Ja, gesagt hat er Rangnick das. Haben jetzt alle Trainer durch? Der Urs Fischer haben wir noch. Zerbi hat auch schon gesagt gehabt, dass er eigentlich froh ist, wo er gerade ist, oder nicht? Und angeblich ja der Emery auch. Der GB gleich Schweißtropfen aufstehen. Pep ist in England auch nicht mehr so glücklich. Stell dir mal vor, Löw mit Flick, das wäre so gestört. Das wäre ein wilder Take, ja? Ich glaube, das macht der Flick aber auch nicht mehr, oder? Der sich nochmal als Co-Trainer irgendwo hinhocken? Ich glaube nicht. Julian, guten Abend. Verteilen wir Rosen, genau. Ich mache den Trainer, ja klar. Wie gesagt, ich warte nur auf den Anruf von Max, dann bin ich da. Ist kein Thema. Hab zwar ein halbes Jahr Kündigungsfrist, aber kriegen wir hin. Na, der Mourinho wäre schon ein cooler Move irgendwo, ne? Aber passt halt so gar nicht zu der Art des Fußballs, den wir sehen wollen, oder? Michael Arteta, ist Flick jetzt realistisch? Wenn der Uli über seinen Schatten springt, ist ein Flick mit Sicherheit realistisch. Nur weil einer mal Spieler beim FC Bayern war oder Amateurtrainer, ist doch noch lange kein Argument für einen Bayern-Trainer. Ja, ist auch richtig. Hast du vollkommen recht, Karl-Heinz. Du vollkommen recht. Naja, also den Take fühle ich halt nicht mit der Saisonvorbereitung, wenn es ein Nagelsmann geworden wäre. Aber da müssen wir auch nicht überreden, weil es nicht geworden ist. Also von daher brauchen wir das gar nicht. Wir müssen ja nicht hier hätte Fahrradkette spielen. Andreas, Heinrich, Servus und Glück auf. Christoph Daum, ja, na sicher. Ja. Passt bestimmt richtig gut. Der sieht doch auch schon tot aus. Der ist doch auch, der geht doch auch am Stock, der Mann. Genau, Rom und Ribéry sind Top-Trainer. Eieiei. Tedesco trainiert doch was? Belgien? Keine Ahnung, ich weiß nicht, was Tedesco macht. Ist mir auch egal. Obwohl der gar nicht so schlecht war auf Schalke eigentlich. Der hat ein bisschen Pech, ne? Eber labert viel zu viel, das finde ich eigentlich gar nicht. A wie...
Bloß nicht Ancelotti. Wie Daum. Was ist denn mit dir los, GB? Hast du also auch irgendwie gespaltene Persönlichkeiten oder was? Ja. Jubi, servus. Konzept, das einzige Bayern-Konzept war und ist immer schon auf Quick Win zu gehen. Die Bully-Konkurrenz hat das bis dato. Aha. Es war schon immer so, auf Quick Win zu gehen, ja. Ich weiß nicht, ob du ein Bayern-Fan bist, aber wenn du ein Bayern-Fan bist, ist das leider ein Trauerspiel, so einen Satz zu äußern. Und dann zeigt das seine Unwissenheit leider. Luis, servus. Achtung, wilde Theorie. Damals musste der DFB noch eine kleine Ablöse für Julian zahlen. Jetzt konnte der DFB zur EM durch die Vertragsverlängerung Ruhe reinbringen und danach kommt er doch. Das ist wirklich ein wilder Take. Mit einer kleinen Ablöse an den DFB. Aha. Nee, das glaube ich nicht. Christian Streich, ja. Der wird halt explodieren bei uns. Ich glaube, der wäre auch nach 3 Monaten wäre der vom Kopf her gefickt. Obwohl ich das gerne sehen würde. Wie der Christian Streich bei uns die Pressekonferenzen bei diesen dummen Fragen handelt. Das wäre super, super gut, wäre das. Vielleicht könnte der die Journalisten dann mal erziehen. Für den Ruhrpott Guardiola. Hey. Wenn man Klopp bekommen könnte, meinst du nicht, dann wäre eine Übergangslösung wert? Nee. Warum sollte man sich jetzt nach einem Trainer, kein Trainer ist größer wie der Verein, wie kein Spieler größer ist wie der Verein. Sollen wir uns jetzt als großer FC Bayern da hinstellen und sagen, ach ja, komm Jürgen, hast du nicht Lust, nächstes Jahr kannst du dir das nicht überlegen, bitte, bitte mit Kirsche und Sahneguss obendrauf. Und dann nehmen wir jetzt den Co-Trainer aus der 3. Mannschaft, oder was? Nee, sorry. Ist halt das Timing scheiße, ist halt manchmal so und gut ist. Also es gibt doch nicht nur Jürgen Klopp als Trainer, Alter. Es gibt eine Trillion Trainer. Guck dir die Namen an, die hier drin stehen. Wollt ihr mir sagen, der Klopp ist jetzt der Heilsbringer oder was? Weil er seine ganzen Lebensversicherungen mitbringt oder was? Markus Babbel wäre auch eine Option. Ja, kann er sein Hertha-Tattoo mal überstechen. Magic Jan, guten Abend. Man hat halt mal wieder das Problem, dass egal wer kommt, angeblich nur die Dritt- oder Viertlösung war. Ja, ganz genau. Deswegen musst du jetzt schon einen sehr überzeugenden Move machen, ne? Das sehe ich genauso, Ambu. Das sehe ich auch als das Problem an. Andris Jonka. Hat auch nicht wirklich überzeugt bei Wolfsburg, oder? Bei uns hat er überzeugt in der 2. Mannschaft, ja. Aber danach war es auch echt wild. Didi Hammer wäre der Richtige, ja. Aber Toni, Alter, der kann doch auch nicht mehr gerade auslaufen. Der war damals schon alt, wo er bei uns war, ey. Werden noch wie Schalke und der HSV? Ja, dafür müssten wir erstmal absteigen. Also alles gut. Diego Simone wäre genau der Richtige. Aha. Wild. Ihr wisst aber schon, wie der FC Bayern Fußball spielen lassen möchte, oder? Ich frage nur für einen Freund. Mourinho spricht jetzt Deutsch, ganz genau. Bernd Schuster, der ist doch auch schon an die 80 oder was? Was ist denn los mit euch? Olli Glasner. Mhm. Guck mal, wir wissen das doch gar nicht. Vielleicht sind die schon in dem Endstadium mit dem Top-Trainer. Na? Und die Medien hauen halt die Namen durch. Wer weiß, vielleicht werden wir super überrascht in 1-2 Wochen. Ich bin sehr gespannt.
Ja, ich sehe den Flick halt auch nicht, als dass er irgendwie eine neue Mannschaft aufbauen kann. Aber er kann mich natürlich dann eines Besseren belehren. Marcel, wünsche dir auch einen wunderschönen Abend. Ich hoffe, ihr seid gut in die Woche gestartet. Ich bin einigermaßen gut reingestartet. Das Konzept des Vereins wäre mal interessant zu kennen. Naja, also wir wollen halt schön Offensivfußball darbieten und wir möchten gerne in Zukunft mehr Talente in diesen Kader einbinden. Und wir wollen wieder eine gute Mischung haben zwischen Spieler, sowas wie ein Boyer oder ein Saragossa, die man kauft, und nicht nur diese Harry Kanes dieser Welt. So, das ist das Konzept, was wir gerne haben. Und da musst du den passenden Trainer zu holen. Ich glaube, so ein Diego Simeone ist ja alles außer ein offensiv denkender Trainer. Und John Jay, ist jetzt halt die Frage, ob diese Ruhe da ist. Ich sage mal, wenn wir in einer Woche einen Trainer rausballern, dann stimme ich dir voll zu. Ne? Dann war diese Ruhe da. Ansonsten, wenn wir es nicht tun, dann spricht der Vieles dafür, dass halt alles, was wir so gelesen haben, gestimmt hat und man jetzt erstmal weitersuchen muss. Ne? Ja, Smoothie, servus. Wo streamt Mara und wie heißt der Kanal? Wenn du einfach mal auf meinem YouTube-Kanal nach unten scrollst, siehst du vorgeschlagene Kanäle und da findest du den Kanal von der Mara auf YouTube. Ihm tut sie aber auf Twitch unter 22 Mara 06. Eber macht das nicht schlecht, aber es ist halt nichts da, das Meister wird und Umbruch kann. Aha. Wild. Eieiei. Willi Saniol. Willi! Loda macht's. Nee. Siehst du das sich auch als problematisch an, dass Kalle und Uli bei wichtigen Entscheidungen noch so viel reingrätschen können? Ja. Habe ich aber schon vor 2 Jahren kommuniziert. Das ist natürlich auf der einen Seite gut, wenn du jetzt so Kahn und Brazzo als gescheitert ansehen möchtest. Oder du sagst, Brazzo und Kahn sind gescheitert, weil Uli und Kalle noch da waren. So, das ist das Thema. Van Bronckhorst wäre mein Tipp. Mhm. Vielleicht hat der Eber das schon gemacht. Bei Marco Rose angefragt. Ich habe keinen Admiral, ich habe keinen Trainerfavoriten. Welcher Meier macht Trainer? Tuchel weiter verpflichtet, auf gar keinen Fall. Wer weiß, vielleicht war es auch nur eine Nebelkerze die ganze Zeit zum Sidan und ja, wer weiß, vielleicht in einer Woche so BÄM! Der Kopfnussknacker ist da. Marcel, servus. Giovanni Trapattoni, ja. Streich wäre schon echt gut, oder? Bei den PKs. Ja, Marcel, ist doch gut für euch, oder? Mir persönlich ist das völlig wurscht. Ob wir Zweiter, Dritter, Vierter werden, ist mir Wumpe. Die sollen Van Bommel holen. Ja, warum nicht? Ist mir egal, ob der Nagelsmann eine Klausel hat. All in der Zerbe, die einzige verfügbare Trainer, wo man sich vorstellen kann, dass er länger als 1 bis 2 Jahre bleibt. Auch das glaube ich nicht, dass er der einzige verfügbare Trainer ist. Markus Paul mit seiner hässlichen Mütze. Ich würde mir so ein Ding holen, ey. Kein Problem. Machen wir den Bubble-Mützenträger.
Wer ist mit Emery als Trainer? Ja, frag mal den GB, der hat da bestimmt Bock drauf. Flick ist so taktisch nur Durchschnitt und mit seinen Graugänse hat er sich komplett ins Knie geschossen. Das war ja Fremdschämen auf höchstem Niveau. Das weiß ich nicht, wie der Flick taktisch ist. Wie gesagt, ich persönlich traue ihm halt nicht zu, irgendwie eine Mannschaft umzuformen. Flick ist ein guter Trainer, wenn es darum geht, so wie es bei uns halt war. Da ist eine Mannschaft mit Führungsspielern, die er kennt, die er pudern kann, der hält die alle bei Laune. Das kann er, ja, aber dann hört es auch auf. Aber, wie gesagt, vielleicht kann er uns ja von einem Besseren belehren. Martin de Michelis wäre geil, ja, aber der hatte keinen Bock, ne? Simone passt niemals, sehe ich auch so, ja. 4 der letzten 5 Trainer gemobbt. Aha. Wo wurden die Trainer denn gemobbt? Warum nicht Sören Nörby? Ja. Lebt der Erich Ribbeck noch? Können wir auch noch reinwerfen. Denk an mich, Rangnick. Ja, in den Medien ist sowieso zu 90% nur Quatsch. Ja, Don Jupp ist auch alles gut. Ne? Lass den mal seine letzten Jahre genießen. Xabi Hernandez ist auch gut im Fußball spielen. Wer weiß, wer weiß. Mourinho würde bei euch mal aufräumen. Die Frage ist ja, ob er die Befugnisse dafür haben würde, weißt du? Pep kommt, weil Anreiz weg ist, glaub. Ach. Oh, das ist schon wieder FCB Inside Take, wild. Miro Klose. Eieiei. Zidane mit Willi Sagnol und Ribéry im Team. Wer sagt denn, dass ein Willi Sagnol überhaupt Bock hätte, so einen Co-Trainer Dünnes zu machen? Schon immer wilde Takes. Chico, du kannst ja auch einfach erklären, bevor die Leute erklären, warum der Flick taktisch so schlecht ist, warum der Flick taktisch eine Kanone ist. Wenn du das denkst. Frank Lampard ist auch frei. Er war ein super geiler Spieler, aber als Trainer war es bisher auch nur eine Nulpe, was ich gesehen habe, oder? Nur 2 Punkte gegen Flick. Erstens, Kimmich ist auf einer Stufe wie Kobe Bryant. Wie soll da ein Umbruch passieren? Zweitens, habt ihr euch schon mal die DFB-Doku auf Prime gegönnt? Nee, habe ich mir nicht gegönnt, werde ich mir auch nicht gönnen, weil es mich nicht interessiert. Aber der erste Take reicht eigentlich schon. Ach, herrlich. Snowrox, servus. Beim FCB zählt nur das Siegen. Der schönste Fußball wurde doch noch nie in München gespielt. Cloud Atlas, auch du hast leider keine Ahnung vom FC Bayern München. Ist aber auch nicht schlimm. Solange wir in der Champions League spielen, kommt kein Name raus, sogar wenn einer schon unterschrieben hat. Nee, das glaube ich nicht. Warum sollte das Stress geben? Dann wäre es doch eher ein Anreiz vielleicht für den einen oder anderen Spieler, wenn er weiß, so der Trainer setzt vielleicht doch nicht so auf mich, entweder den Trainer zu überzeugen oder sich durch geile Leistungen in der Champions League für einen anderen Verein zu empfehlen. Also. Solskjaer. Den kann ich nicht einschätzen als Trainer. Für Martina Forst Tecklenburg. Aha. Das wäre auf jeden Fall ein wilder Move. Titel sind immer wichtiger als schöner Fußball. Ja, wenn das für dich wichtiger ist, ist das doch schön, Cloud Atlas. Was willst du von Zidane halten? Gibt nichts gegen Zidane. Wenn er Englisch spricht, ist alles gut.
Mr. Gabi, neuer Trainer heißt, Hauptsache Schuhe bekommen Spielzeit. Ja. Streich wird es werden, ja. Ich glaube, der Streich ist auch schlau genug und wird sich das gar nicht antun wollen. Ich hoffe, so dass Flick nicht kommt, sonst bleiben Goretzka, Kimmich, Gnabry und Sané sicher. Das ist vollkommen richtig, ja. Wie wär's mit einer Abstimmung mit verbundenem Gewinnspiel? Vom FC Bayern oder was? Frag mal nach. Tuchel bleibt, ja. Vorseka, guten Abend. Lucien Favre wäre für unsere jungen Spieler ein Glücksfall. Favre ist ein super Fußballlehrer und auch taktisch hat er eine Menge zu bieten. Ja, da stimme ich dir sogar zu. Der Favre ist auch ein guter Trainer. Das Problem beim Favre ist halt, nochmal, der war schon bei Hertha nach 2 Jahren verbrannt. In München tickt das alles nochmal ein bisschen schneller. Ich weiß nicht, ob er dem gewachsen ist, so, weißt du? Ich meine, ist ja mittlerweile auch ein bisschen älter, aber wäre wahrscheinlich ein Risiko. Aber wer weiß. Markus Babbel ist der Beste. Und ist ein echter Bayer. Sieht's aus, ey. Bist du wirklich froh, wenn das Thema Trainer endlich vorbei ist? Ich denke, da wird jeder froh sein, wenn es endlich vorbei ist. Aber ich finde es schon sehr interessant, was hier so für Takes kommen. Michael Fronzek, genau, den habe ich ja gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Der war Obergladbach, ne? André Schubert. André Schubert ist aber auch eine Birne. Dieter Hecking fand ich eigentlich gar nicht so schlecht als Trainer, aber Christian Ziege, ach du Grüne. Ach Ewald du. Lien schon? Ei. Den Ewald würde ich fühlen mit seinen Zetteln. Weil der spielt halt auch nicht den Fußball, den wir sehen möchten. Ich meine, Christian Ziege wäre ja wenigstens noch aus unserer Riege, aber nein. Klar, kann ich mir nicht vorstellen, wer weiß. Ben, Servus und Glück auf. Und dass der Tuchel bleibt, schließe ich persönlich auch aus. Genau, wie wär's mit dem Sternkopf oder Schlau drauf oder El Tren oder Mihailovic oder McAnally oder wen wollen wir durchgehen aus den 90er und 2000er? Irgendwie das Gefühl, dass es sie dann wird. Wäre schon ein Move, ja. Wenn man in Bayern 2 bis 3 Spiele verliert, der fliegt doch. Cloud Atlas, Alter. Entweder hältst du jetzt deine Fresse oder ich bann dich hier weg, Alter. Junge, das ist dein 3. dummer Post, den du hier bringst. Was ist denn los mit dir? Junge, du bist so ein richtiger Bongo-Typ, Alter. Junge, ey. Aber eigentlich wollte ich mich ja nicht mehr aufregen. Ich habe extra Sounds dafür fertig gemacht. Wo habe ich die denn? Die habe ich im anderen Board, siehst du? Da haben wir das Problem. Hier, Cloud Atlas, der ist für dich. Ihr quatscht immer nur dusselig rum und wir sollen immer schön sachlich bleiben. Merkst du, ne? Ich hoffe. Ansonsten erlöse ich dich halt gleich. Ist auch nicht das Problem. Liegestütz-Challenge. Ich muss ehrlich sagen, das ist eine Richtig geile Idee. Was macht der Sammer so? Alter, jetzt ist John Jay, jetzt wird's aber ganz wild, ne? Der Sammer bei uns nochmal aufläuft, dann... Junge, Sammer. Ich den quatschen hier über Prime, Alter, der erzählt, der will eigentlich nur sagen, ja, war gut. Der macht dann eine Enzyklopädie raus. Junge, ey. Hier, Sammer, Alter. Ja, Sammer, Alter. Pizza habe ich. Matthias Sammer war ja mal ein guter Trainer, ne? Sag ich ja gar nichts gegen. Stuttgart und so. Aber nachdem er dann bei uns weg ist, weil zu stressig. Um dann wieder in Dortmund aufzuschlagen, nee, lass mal besser. Der Danke, Sommer nein. Der kann es auch gar nicht werden, weil der jetzt das BVB-Ding mit dem Ricken da durchzieht.
Was? Der Lars Ricken wird doch jetzt der Nachfolger von Watzke und der macht das zusammen mit dem Sammer. Was? Der Lars Ricken wird der Nachfolger vom Watzke. Ja? Das ist ja wild. Na ja, gut. Vielleicht klappt's ja da. Bei uns hat's nicht geklappt. Vielleicht klappt's ja da. Meine Prognose ist Champions League Halbfinale. 50-50, ne? 50-50 würde ich sagen. Real spielt schon schnell Fußball nach vorne. Zumindest was ich gestern gesehen habe. Aber ja. Wenn der Conny den Bellingham ausschaltet, dann hast du noch Modric und Kroos, die du ein bisschen verackern musst. Ich sehe uns da nicht chancenlos, wenn wir die Leistung wie gegen Arsenal im Rückspiel bringen. Der Jupp wäre selbst jetzt noch besser als 90% der Kandidaten. Ja, na klar. Könnten den Jupp auch als KI nachbauen und der wird dann einfach nur so ein Laptop-Trainer. Die Spieler nur auf dem Laptop sehen. Selbst dann wäre er noch besser. Lediglich in Molde überzeugt. Nee, ich habe ihn halt auch nur bei Manchester United gesehen, da war es auch nicht so, ne? Ja, das ist ja klar, Ben, ne? Also der neue Trainer, der muss ja auch schon, der muss ja Eberl ja auch kommunizieren. Ja, dass dieser Kader auf jeden Fall durchgeschüttelt wird. Also ansonsten wirst du auch keinen Trainer finden, da brauchen wir uns nichts vormachen. Favre ist wie Streich, die halten das in München nie aus. Ja, das denke ich halt leider auch. Ja. Olli, Servus. Oder Ollis FCB, Servus. Eigentlich wäre nur Klopp und Alonso ein Upgrade, alle anderen halte ich für schlechter als Tuchel. Ja, Halleluja. Jetzt sind wir mal ehrlich. Genau, sind wir mal ehrlich. Der FC Bayern hat sich da ein Eigentor geschossen. Tuchel entlassen und keinen Nachfolger parat haben. Alle internen Lösungen haben abgesagt oder verlängert. Bring jetzt mal den wilden Call, Kunz wäre frei. Lass den mal machen. Mit ihm könnte man als Interimslösung reingehen und wenn er es gut macht, könnte man ihn behalten und wenn nicht, Jürgen Klopp holen. Für den Satz mal zu Ende, oder? Ja, keine Ahnung. Ich meine, der Kunz hat auf jeden Fall bei der U21 einen guten Job gemacht, oder? Wie ich ja schon sagte, der Name ist am Ende des Tages egal, aber natürlich würde so ein Kunz auf jeden Fall den Stempel kriegen, Viertlösung wahrscheinlich, ne? Aber da müsste man halt knallhart gegensteuern, so. Der Zidane hat doch keinen Bock, eine andere Sprache zu lernen. Also, wie lange ist der denn arbeitslos? Bitte dich. Der hat halt einfach keinen Bock. Und das ist auch völlig okay. Sein Gefühl sagt Emery. Mhm. Okay. Schade, dass man Scholl nicht weitergemacht hat als Trainer. Ja, das ist aber auch der FC Bayern selber dran schuld. Thomas Doll. Jo. Ist bei D angekommen, GB, oder was? Ist ja eine Aggression ab. Ich habe keine Aggression. Sagst du zum neuen Bayern Heimtrikot? Ich habe es noch nicht gesehen. Mir ist kein Verein bekannt, in dem der Spielerrat darüber befindet, mit welcher Abwehrformation gespielt wird. Ja, ich kann den Verein nennen. Die ideale Lösung wäre ein Trainer, der schon mal die Champions League gewonnen hätte. Warum? Dann wäre Tuchel ja der ideale Trainer. Ist er das? Nein.
Meine Geburt treibt mich zu Bayern. Christian. Tuchel wird nicht verlängert. Thiago Motta. Ja, wie gesagt, ich bin da eigentlich recht tiefenentspannt. Ich beschäftige mich mit dem, der es dann wird. Ihr merkt ja gerade selber, hier sind 20 plus Namen. So, in den Medien hörst du von 3 Namen. Das ist die Zerbi, Emery und Rangnick aktuell. Die anderen haben ja alle schon abgesagt. Wild. Lassen wir uns einfach überraschen, mal. Ja, Real Madrid und die Schiris, gut, wir haben ja erstmal das Hinspiel. Da muss er halt im Hinspiel 4-0 gewinnen, dann brauchst du dich nicht ganz so über die Schiris im Rückspiel aufregen. Paulo, servus. Keiner hat den Klopp gefragt. Der Klopp weiß doch selber noch nicht, was er will. Der macht jetzt ein Jahr Pause, vielleicht hat er auch gar keinen Bock mehr dann. Oder hat nur noch Bock, irgendwie Halbzeit zu arbeiten und macht dann einen Bundestrainer irgendwo. Also. Der Klopp hat auch eine super kräfteraubende Art zu coachen. Also. Ich glaube nicht, dass das unbedingt so safe ist, dass er überhaupt noch mal Bock hat, irgendwie was zu machen. Das wird man sehen. Wurde Ten Hag schon in den Topf geworfen? Ja, wurde schon. So ziemlich jeder Name wurde schon in den Topf geworfen, glaube ich. Van Nistelrooy war ein geiler Stürmer. Real Madrid ist definitiv nicht unschlagbar. Nee, definitiv nicht. Auch was ich gestern gesehen habe im Klassiko. Wie gesagt, Real hat ein super gutes Umschaltspiel. Ja. Natürlich sind die sehr abgewichst. Das muss man auch sagen. Aber das weiß man auch. Ich bin sehr gespannt, wie wir das angehen werden. Das Spiel. Die Frage ist, um mal von dieser Trainerdiskussion wegzukommen, wollen wir oder werden wir im Hinspiel versuchen, ein Ergebnis zu bieten? Oder werden wir im Hinspiel ähnlich agieren wie jetzt im Viertelfinale und sind dann mit 0-0 zufrieden, um mit 0-0 ins Rückspiel zu gehen? Ich glaube, das ist so die interessanteste Frage, die im Raum steht. Weil ich glaube nicht, dass Real sich super duper locken lassen wird, wenn wir tief stehen werden. Ich glaube, das ist denen relativ Wumpe. Klar werden die natürlich versuchen, ihre Chance zu wittern, aber dass die da jetzt auf Teufel komm raus irgendwie nach vorne spielen oder sowas, ich denke, das brauchen wir nicht erwarten. Das ist kein Arsenal, die da irgendwie da blauäugig reinlaufen. Also, das glaube ich nicht. Ich sage, wir müssen nur irgendwie Vinny und Rodrigo vorne ausschalten, dann kommen wir weiter, 100%. Ja, aber wenn du gestern gesehen hast, zum Beispiel, der Bellingham war auch schon so ein bisschen Dreh- und Angelpunkt. Also ich denke, das wäre schon wichtig, den erstmal rauszunehmen. Real war super anfällig, auch gerade gegen Konter. Deswegen sage ich ja, die werden nicht rausrücken, wenn die bei uns spielen. Und uns, zumindest wenn wir die Möglichkeit haben, 2 schnelle Außen aufzubieten, das wissen wir ja noch nicht, wird Real einen Teufel tun und hinten so weit rausrücken. Das kann ich mir nicht vorstellen. Dafür ist der Ancelotti auch viel zu sehr Trainerfuchs, ne? Deswegen, da bin ich sehr gespannt, wie wir das angehen, das Hinspiel. Rückspiel ist klar, Rückspiel ist Rückspiel, da gibt es offenes Visier auf beiden Seiten, sehr wahrscheinlich, je nachdem wie das Hinspiel halt ausgeht. Deswegen kann ich mir sehr gut vorstellen, dass man echt genauso agiert wie gegen Arsenal und es vielleicht echt ein super taktisches Spiel wird, was dann irgendwie
1-0 ausgeht, 1-1 oder sowas. Oder beide lassen voll die Ketten frei und es gibt ein Torfestival. Das wäre natürlich wild, aber kann ich mir persönlich nicht vorstellen. Ja, ich glaube auch, die Schiedsrichter, wenn die bei Real ins Stadion kommen, werden die irgendwie hypnotisiert oder sowas, oder? Das ist schon immer sehr wild, was die da pfeifen in dem Stadion. Ja, aber diese Spielertypen haben wir leider nicht mehr Antagon. Ja, gegen Real muss man dreckig spielen, auch mal den Winnie provozieren, der besiegt sich irgendwann von alleine mit Rot. Du hast halt keinen Marc van Bommel mehr auf dem Feld, der sowas natürlich wissen würde und tun würde. Diese Art Spieler haben wir ja nicht mehr. Wir haben halt keine Drecksäcke mehr im Team. Das wird leider nicht passieren. Fuck, du kannst Upa nie aufstellen. Das ist richtig, ja. Es liegt an uns, im Hinspiel eine gute Ausgangsposition zu schaffen. Das ist halt die Frage, ne? Also wie gesagt, Real ist schon sehr stark im Umschaltspiel, Alter. Also das war schon nicht so schlecht. Überall Skandalschiedsrichter, ja. Hot Take, Sané beendet gegen Real seine Torflaute. Das ist wirklich ein Hot Take. Ich habe mehr Angst vor dem Schiri als vor Real. Ja, aber nur im Rückspiel, oder? Also da sind die Schiedsrichter schon echt wild. Haben wir ja auch schon oft genug erlebt. 3:1 wäre eine super Ausgangslage. Ja, generell 2 Tore Vorsprung wäre natürlich mega, aber das wird schon schwer. Also ich denke, wenn wir einen Sieg holen zu Hause, ist alles drin, weil wir können uns ja auch, wie wir gezeigt haben, unterm Tuchel auf jeden Fall hinten reinstellen und schnell umschalten. Und da hat natürlich Real auch große Schwächen gestern gezeigt, ne? Wenn man schnell umschaltet. Deswegen wäre schon wichtig, dass wir zu Hause irgendwie einen Sieg holen, ne? Das wäre schon echt gut, ey. Ich glaube, mit dem Torwart von Real hat man da gar nicht so schlechte Chancen. Der war ziemlich zappelig teilweise. Schade, dass Alaba nicht spielen kann. Aha, ist er verletzt oder was? Wieso gratulieren die alle nachträglich? Weiß ich nicht, weil die alle denken, dass ich Geburtstag hatte. Wer hat das wieder ins Rollen gebracht? Weil ich in dem einen Stream gesagt habe, ich bin Freitag nicht da, weil ich auf dem Geburtstag bin. Da denken alle, dass ich auf meinen Geburtstag war. Ich war aber nicht auf meinen Geburtstag, ich war auf den Geburtstag von meinem Schwager. Ich weiß, weil ich war dabei. Du warst dabei? Nee, hast du mich gestalkt oder was? Ja, natürlich. Dich gar nicht wahrgenommen. Ist ja Das wild. passiert ja öfters mal. Ja, aber in unserer toxischen Beziehung ist das nun mal so, ne? Vorsichtig, sonst knallt das gleich wieder. Ist du? Nee, Ben, ich hatte nicht Geburtstag. Ich habe erst am 13.8. Geburtstag. Könnt ihr euch gerne aufschreiben. Könnt ihr gerne eine Torte backen. Mitschreiben. Gegen Real sind immer wilde Spiele. Ja, ich freue mich auch richtig drauf. Happy Birthday. Ja, Davies würde ich auch nicht aufstellen. Auf gar keinen Fall würde ich einen Davies aufstellen. Das wäre ja Katastrophe hoch 10, den Davies in der Champions League Spiel aufzustellen gegen Real Madrid. Also wenn der Tuchel so hohl in der Birne ist, dann weiß ich nicht. Ich weiß ja, dass der Tuchel schon hohl im Kopf ist, teilweise, aber wenn er den Move macht, dann ist Hopfen und Malz verloren, Alter. Manche denken echt, dieser Lunin wäre der Beste der Welt. Okay, wer denkt das denn? Ich habe von dem noch nie gehört. Wie fandest du Van Beuten bei uns? Mega. Dann jeder. Sein Spitzname war dann jeder für mich. Daniel van Beuten war eine Maschine. Der alte Wrestler.
Findest du das neue Heimtrikot? Komm Leute, ich guck's mir jetzt an, ey. Was ist denn los mit euch? FC Bayern Heimtrikot neue Saison. So soll das neue Heimtrikot aussehen. Ja, es wäre schön, wenn die Seite dann auch laden würde. Ja, na klar, ich gucke mir erst einen Werbespot an, um irgendwas zu sehen. Habt ihr einen Moment oder was? Sport 1, da muss auch erst einen Werbespot gucken. Frech. Ach hier, das mit den Streifen, okay. Würde ich schon fühlen, ja. Ist ja fast so wie mein Manager, nur dass ich weiß drin habe. Aber dieses dunkle Rot mit hellrot. Wenn das weiße T noch weg wäre, dann wäre es schon ein mega Trikot, oder? Nee, gefällt mir gut. Schick mir eine Torte per Post, mach das, Cordio. Esse ich dann auch live im Stream. Mit Linkmeier, moin. Geil, oder? Deswegen kriege ich auch meistens für das verkackte Supercup-Spiel, was oft in München stattfindet, Karten. Da hat der Verein dann immer ein schlechtes Gewissen, weißt du? Es wird wieder Zeit für La Bestia Negra. So sieht's aus, Bud Spencer. Nein, ich glaube auch nicht, dass der Tore... Der Tore will ja auch liefern in der Champions League. Das hat man ja wohl auch gesehen, oder? Ich glaube nicht, dass er den Move Davis bringt. Ja, natürlich wäre das erste Spiel für uns besser gewesen mit der Taktik. Aber wenn wir so spielen wie zweite Halbzeit gegen Arsenal zu Hause, da standen wir auch defensiv stark, haben trotzdem nach vorne gut performt, dann geht schon was. Von Beutel und Lucio war Liebe. Na, fühle ich. Ja, mit Olli müssen wir ja gar nicht diskutieren, oder? Also es gibt aber auch wirklich keinen Fußballer, den ich kenne, der so ein Mindset hatte, wie es der Olli hatte. Weil das war ja schon krank. Ja, aber positiv krank halt. So wie es beim Josh negativ krank ist, mit seinem Ehrgeiz, war es beim Olli positiv krank. Aber richtig. Stell dich mal vor, der hätte damals den Chapuisat am Kopf getroffen. Wäre der Olli erstmal 2 Jahre gesperrt gewesen, Alter. Oder weil der Mike Tyson macht und das Ohrläppchen abbeißen will. Der Olli, ey. Super, ey. Und jetzt stell dir mal den Manu vor. Auch, ja, wir haben jetzt 3-1 verloren, ja. Wisst da Bescheid, ey. Was nicht heißt, dass er mal ein schlechter Torwart ist, nicht falsch verstehen, ne? Wir reden mal gerade vom Kapitän sein. Florian, moin zusammen. Schönen Start in die Woche. Jo, haben wir. Lachen tut gut, genau. Lachen ist gesund, macht die Eier dick und rund. Ja, ich hab's doch gefunden, Tom. Alles gut. Wolltest eigentlich pink? Bin dabei. Nein, die Mara will da einen Swipper haben, der aus der Torte springt. Nur wenn du das bist. Ja, na klar, Schatz, wer sonst? Wie würdest du gegen Frankfurt am Samstag aufstellen, im Hinblick auf das Dienstag Champions League Liga-Halbfinale? Ja, das werde ich natürlich im Taktikfuchs dann darlegen, wie ich aufstellen würde. Aber natürlich, alles, was geschont werden muss, schon. Scheiß auf das Spiel gegen Frankfurt, Alter. Ganz ehrlich. Ist mir völlig Wumpe. Wenn wir wieder 5-1 verlieren, dann ist das so. Also, wir sind 3 Punkte vor Stuttgart jetzt sogar. Braucht mir auch keiner kommen, so. Du musst den 2. Platz halten, Blasöz. Du musst den vollen Fokus auf die Champions, auf das Champions League-Spiel legen. Feierabend. Kein Risiko eingehen. Guerrero darf nicht spielen, Mazraoui darf nicht spielen. Maximal 20 Minuten gegen Ende, wenn da nur noch Ringepitz mit Anfassen ist. Man
Man könnte sogar darüber nachdenken, Upa und Minjay beginnen zu lassen, ja, dass da auch nicht irgendwie noch einer von den beiden Kanonen ausfällt. Also ich würde da voll auf das Spiel gegen Real gehen, sag ich euch, wie es ist. Will nicht von Abschenken sprechen, aber wir werden es auch nicht abschenken. Wir spielen immerhin zu Hause. Aber wir haben schon so viele Abschenkungsleistungen gezeigt diese Saison. Ja, dann ist das jetzt also. Weil wir haben gegen Union trotzdem 5-1 gewonnen. Da haben wir es ja ähnlich gemacht. Ne? Also ich würde da auf jeden Fall auch keine Spieler aufstellen, wo irgendwie Risiko wäre. Aber das sollte klar sein. Also Bundesliga ist gelaufen. Was wir spielen um die goldene Ananas. Also eine Torte per Fax möchte ich nicht, GB. Das T soll nicht weiß sein. Aha. Was soll das denn sein? Rot auch, oder was? Aber da das ja kein offizielles Foto ist, woher sollen wir das denn wissen? Ihr glaubt da jetzt nicht ehrlich, dass auf dem roten Trikot noch ein rotes T ist. So, dass man die Werbung nicht wirklich sieht, oder was? Also ich sehe kein anderes, auch nicht unter Bilder. Nee, ist mir persönlich aber auch Wurst. Können wir beurteilen, wenn es offiziell da ist, wa? Ist ähnlich wie mit dem Trainer. Was sollen wir über ein Trikot diskutieren, was nicht wirklich gesichert ist? Davis war gesperrt im Rückspiel. Warum sollte der feine Kerl nicht spielen? Weil er eine Wurst ist. Und weil er mit Real in Verbindung steht. Also das wäre eine Katastrophe, den aufzustellen. Corlio, das ist egal. Das landet ja eh im Magen. Das muss nicht schön aussehen, das muss nur lecker sein. Bei einer Aufstellung mit Schupo, Davis und Müller würde Uli ihn vor dem Spiel entlassen. Ja, die kann er ja aufstellen gegen Frankfurt, ist doch gut. Fuchsjagd, guten Abend. Kann er so einen Schaden? Sogar unsere Spieler hatten Angst vor ihm. Ja, außer Sammy Kufur. Ach, herrlich. Ben, gehört nicht hierher, ich weiß, aber wegen dir habe ich diesen verdammten Manager geholt. Dort scheinst du mehr Glück zu haben wie ich. Hab schon 6-mal neu angefangen und verstehe nicht, dass ihr alle so viel Budget habt. Ja, in der ersten Saison habe ich auch nicht so viel Budget gehabt, Ben. Was ist denn los? Aber kurzer Exkurs, du musst halt deine Aktionspunkte alle aufheben und die bei der Verhandlung halt komplett reinballern. Mein Lieblingsspieler war immer Ribéry. Oliver auf dem Platz, absolutes Monster, der seine Mitspieler zusammengestaucht hat, egal wer das war. So ein Siegeswille. Ja, krank einfach, oder? Ich sag ja, die Meisterschaft in Hamburg, wo der Olli sagt, ich hab's noch gesagt. Männer, weiter, immer weiter, immer weiter. So. Alle haben schon den Kopf hängen lassen, der Olli einmal im Kreis gelaufen, Alter, jeden mal wachgerüttelt. Ja. Und was ist passiert? Hast du halt heute nicht mehr. Heute, wir ergeben uns halt einfach, ne? Nimm mal die letzten 2,5 Jahre als Beispiel, Alter. So einmal so eine Mentalität bei nur einem Spieler gesehen? Käme ich ab und zu, lässt das mal aufblitzen, ja, aber nicht auf diesem Level leider. Und wenn dann auch nur für sich alleine und nicht irgendwelche anderen Spieler mitreißen. War halt schon wild, ey. Zert springt aus der Torte, ja, das wäre witzig, TomTom. Ja, habe ich gelesen, Müller wohl vertagt, ja. Apropos Butzetag feiern und so, wie wär's mit einem Kanaltreffen und irgendwo in einer Kneipe? Na, wild. Wenn ihr bezahlt? Muss erstmal eine Kneipe in NRW finden, Alter, die Bayern-Fans nimmt. Also ich kenne da so ein paar Kneipen, da kommt das nicht so gut, wenn du da im Bayern-Trikot reinkommst. Ich
kenne aber auch eine, falls die noch gibt, da kannst du das machen, ja. Ah, herrlich. Dunkelrot-schwarz. Es gibt ein geleaktes Foto, wo der Leroy es getragen hat. Oh, der Leroy auch noch. Ja, wir haben eh schon coole Trikots. Ich habe mir das Rot-Weiße jetzt auch noch bestellt beim FC Bayern. Das ist ja gerade im Angebot. Habe ich mir gedacht, komm, für die überragende Leistung im Viertelfinale gönnst du dem Verein nochmal. Was habe ich bezahlt mit Flock? Ich weiß gar nicht, 95 oder so. So ist er. Leider war das andere, dieses das Wiesentrikot da aus der Champions League Geschichte, das war leider nicht mehr in meiner Größe da. Aber das habe ich heute in China bestellt. Ich bin mal gespannt, wie das aussieht. Du kannst ja bei dem Manager nicht gegen das Financial Fairplay verstoßen, weil du ja nur ein Budget hast. Da kannst du nicht drüber gehen. Jan Wouters war auch eine Maschine, oder? Leute, Freistoß. 35 Meter, 38 Meter. Ja, kein Problem, Jan Wouters, schieß mal. Und der ging halt aufs Tor, Alter. Ne? Und wie? Alter, das war ein Tier, ey. So wird es aussehen. Kann den Link noch niemals anklicken, ey. Lass den YouTube-Chat aufmachen. Ja, Wouters habe ich auch gefühlt. Ich bin ja auch eher so der so Defensivspieler mehr mag. Ne? War ja auch meine Posi früher. Wenn du so Kampfdinosaurier hast. Das denn zum Kanal, Alter. Bendin, also du kannst es entweder, ja, was heißt entweder, du hast die Möglichkeit, The Zone zu nutzen und da die Sonntagsspiele zu gucken, oder meinst du jetzt nur Champions League? Der Champions League ist, glaube ich, generell immer nur noch Amazon Prime. Ja, und dann halt noch Sky. Nee, das Trikot ist hässlich. Das fühle ich nicht. Das fühle ich nicht, sorry. Das BVB-Stammlokal, ja. Obwohl, dieses Jahr kannst du das machen, wir leiden ja gemeinsam. So, wo war jetzt was hier mit Sky und sowas? Der Ben hatte gefragt, habe ich schon mehrfach gefragt, wo kann man alle Bayern-Spiele legal sehen und was kostet es? Alle Spiele willst du sehen von Bayern. Da musst du Sky abonnieren, da musst du The Zone abonnieren und du musst Amazon Prime abonnieren. Kostet roundabout ein Huni. Dann siehst du alle Bayern-Spiele. So ist das leider heutzutage. Ich habe ja vor ein paar Jahren immer noch gehofft, wo der FC Bayern TV-Kanal rauskam, dass der FC Bayern sich irgendwann selbst vermarktet, man dann Fuffi zahlt und dann alle Spiele des FC Bayern gucken kann. Aber das passiert ja leider nicht. Aber wir sind ja so egoistisch als Bayern-Fans. Ja, deswegen vermarkten wir uns nicht selber und hauen unsere Markenrechte mit in die DFL rein. Nee, das Trikot gefällt mir nicht. Das hat mich jetzt nicht umgehauen. Da fand ich das, was ich gerade gesehen habe, aber mal richtig geil zu. Hoffe ich mal, dass das andere rauskommt. Als Vlog hast du dir hinten Bonazar drauf gemacht, war doch richtig, ne? Ich? Na klar. Ja. Aber mit 13, weil ich habe immer die 13 hinten drauf. Deswegen ist das auch eine Schande, dass der Schuppo mit der 13 rumläuft. Du kannst dich bei Dresden bewerben, die suchen einen Sportvorstand. Eieiei, da bin ich, glaube ich, nicht rechts genug für. Auch wenn ich die Frisur dafür habe, aber... Leute, natürlich nur ein Spaß, ne? Nur auf die dummen Ultras bei Dresden bezogen. Weil da brauchst du nicht von Spaß reden, dass da 3/4 wahrscheinlich eher in die Richtung geht.
Welchen Flock habe ich? Ich habe immer die 13 und Red Munich halt. Ich habe aber auch ein paar Trikots mit 13 und Zagos drauf, weil ich damals den Kanal erst Zagos genannt hatte. Das ist richtig, ja. Ich könnte jeden Tag ein anderes Shirt anziehen, das ist nicht das Problem. Liegt aber daran, dass ich halt schon ein alter Sack bin, ne? Also der Sohn, Sky und Amazon, ja. Weil Amazon halt zeigt zum Beispiel das Hinspiel, der Sohn das Rückspiel in der Champions League. Der Sohn zeigt halt alle Sonntagsspiele der Bundesliga und alle Freitagsspiele, zumindest aktuell noch. Und Sky zeigt halt alle Samstagsspiele der Bundesliga. Und die DFB-Pokalspiele, die du ja auch wahrscheinlich sehen möchtest. Ja, kostet du so deine Seele, dein Erstgeborenen, ja. Ja, ich habe halt den Vorteil, dass ich Sky nicht zahle. Ich zahle halt Amazon Prime und der Sohn. Ja. Aber wenn du alles gucken willst, ist halt super ätzend mit der Sohn mittlerweile. Vorher war es ja echt okay, wo alles bei Sky war. Hast halt deine 50 € gezahlt oder 55 € und gut war. Konntest halt den ganzen Bums gucken. Aber mittlerweile ist das so ätzend. Aber es ist ja generell so, wenn du irgendeine Serie gucken willst oder irgendeinen Film, dann läuft der nur auf den Streamingdienst oder da. Zum Glück bin ich da nicht mehr so. Da habe ich zum Beispiel gar nichts abonniert, außer Prime. Wo ich irgendwas gucke. Sonst ich habe kein Netflix, kein Disney, kein was weiß ich, was das alles gibt. Habe ich alles nicht. Obwohl ich überlege, WWE Network, da muss ich nochmal gucken nachher. Das kostet 10er im Monat, das muss ich glaube ich noch abschließen. Zumindest mal jetzt für 3-4 Monate. Hier noch ein bisschen einstimmen. Gute Freistoßschützen sind seit Jahren eher Mangelware. Katrin, das glaube ich gar nicht. Das Problem ist, dass nur Kimmich die schießen darf. Ich glaube schon, dass wir auch über die Jahre gute Freistoßschützen bei uns hatten. Ja? Denk nur an Levi zum Beispiel auch. Ne? So 18, 19, 20 Meter konnte Levi auch ganz gut. Nur das Problem ist, dass Kimmich 90% dieser Freistöße schießt. Und die dann zu 90% grottig sind. Ganz genau. So sieht's aus. Im August geht's ab. Muss ich noch überlegen, ob ich Cam mitnehme, wenn ich den Ring stürme mit meinem Schwager. Wenn man ein Tag-Team einlage dann bei WWE. Ich komme dich nicht im Knast besuchen. Aus auch nicht, ey. Da kommst du nicht im Knast. Die pölen dich halt im Ring höchstens weg. Direkt im Knast kommst du nicht. Ja, da kriegst du gleich einen Chokeslam und dann liest du da. Zeig mal deinen Screen von dem Trikot, oder was? Kann ich das irgendwie groß machen? Er lädt und lädt und lädt und lädt und lädt. Ich sehe gerade, dass das auch FC Bayern Insight ist. Das ist bestimmt sehr seriös, die Quelle. Also das über meiner Birne. Oder ist das von vor 2 oder 3 Jahren, Nick, oder was? Also das andere, was ihr mir geschickt habt, fand ich nicht gut. Hat mir nicht gefallen. Dann bin ich mit dem zufrieden, was ich mir jetzt geholt habe, das Rot-Weiße. Für Champions League kannst du einen österreichischen VPN aktivieren und gratis auf Servus TV schauen. Aber zeigen die alles gratis in der Champions League? Das habe ich auch schon mal gelesen gehabt. So ein Schmarrn mit den 3 Abos, ja.
Aber hab gehört, das wird bald eingestellt und wieder ein Anbieter kommt, die ganze Liga demnächst. Nee. Bundesliga vielleicht, ja, aber Amazon will ja auch noch ein bisschen reingehen in den Markt. Deswegen hat sich ja der Sohn jetzt beschwert. Deswegen haben die ja Einspruch eingelegt. Deswegen geht das ja jetzt wahrscheinlich vors Kartellgericht. Weil die DFL das bessere Angebot, was der Sohn gemacht hat, nicht angenommen hat, sondern das von Sky angenommen hat. Weil die DFL Angst hat, da der Sohn ja nur rote Zahlen schreibt, dass sie das über die Jahre halt nicht zahlen können, was sie geboten haben. Das ist gerade das Problem. Deswegen sind ja diese Verhandlungen oder diese Ausschreibung gerade ausgesetzt. Das geht jetzt sehr wahrscheinlich vor das Kartellgericht, dass es dann prüfen muss. Wild, aber willkommen in Deutschland und willkommen in Europa. Wenn du eine Ausschreibung machst, hast du nicht die freie Wahl, ein schlechteres Angebot anzunehmen anscheinend. Es ist auch sehr wild, was da gerade abgeht. Ja. Das Traurige ist ja, dass du noch nicht mal dann sagen kannst, was weiß ich, komm, ich bin jetzt, der Sohn hat die Rechte, komm, ich mache jetzt ein Paket, ein 20 für die Champions League zum Beispiel. So, dann würden ja viele Leute sagen, jo, mache ich. Aber nein, die wollen ja dann 40, 50 Euro haben und du hast 20.000 Sachen, die dich einen Scheiß interessieren, die du eh nicht guckst, dafür, dass du dann aufs Jahr gesehen, wann spielen wir mal freitags oder sonntags, das ist auch schon super selten bei uns eigentlich. Und dann jedes zweite Champions League Spiel oder so. Lass es 10 Spiele im Jahr sein. 15 Spiele, wenn es hochkommt. Ja, dafür zahlst du jeden Monat 50 Euro. Ist halt Katastrophe. Wenn du das dann hochrechnest, kommst du wahrscheinlich auf einen Schnitt von 50 Euro pro Spiel, die du zahlst für den FC Bayern. Wenn dich der ganze andere Scheiß nicht interessiert. Ja, und das ist halt schon wild. Ne? 28, ja, na sicher, Kollege. Hab auch das Trikot von Marius Deutz. Ja gut, dann bist du ein bisschen älter. Ich habe nur das von Commodore. Show es auf anderen Wegen. Korsika ist auch völlig okay, ey. Ich habe ja eine Zeit lang auch keinen DAZN gehabt. Ein halbes Jahr lang. Habe ich ja auch hier irgendwie, was weiß ich. Aber da musste ich so viele Scheiße machen, damit ich irgendwas sehen konnte. Nee. Das war mir dann zu viel Hackmack. Thomas die Lokomotive Tutu giftet it hier 1 Sub 2 Antagon 91. Thomas ist wieder da. Aber gut, da kann ich was trinken. Thomas die Lokomotive Tutu giftet it hier 1 Sub 2 Skandalnudel. Thomas die Lokomotive Tutu giftet it hier 1 Sub 2 GB unterstrich FCB. Oh, muss ich ja direkt aktualisieren, ja, sonst vergesse ich das wieder. Thomas die Lokomotive Tutu giftet it hier 1 Sub 2 8N1. Thomas die Lokomotive Tutu giftet it hier 1 Sub 2 Kurilov-Schratze. Golio-Stratze. Thomas, vielen lieben Dank für deine 5 verschenkten Subs mal wieder. Vielen, vielen lieben Dank. Krank. Problem bei Sky ist ja auch noch, es darf nicht nur Sport und Bundesliga sein, du musst ja Entertainment of Cinema zugucken. Ja, die sind ja auch nicht doof. Ja? Die sind ja nicht doof. Du schaust WWE, geil. Ja, ich habe WWE lange geschaut. Jetzt so die letzten 1,5, 2 Jahre relativ wenig, weil alle Guten waren ja so weg. Ja, war ja nur noch Brock Lesnar da, der war dann auch noch weg. CM Punk und so war ja weg, aber die sind jetzt alle wieder da. Die ganzen alten Haudegen sind ja wieder voll drin. Deswegen, und ich fahre ja im August und meinem Schwager gehen wir zur WWE. Ich komme nach Deutschland. Ist das erste Mal eine Großveranstaltung, zwar in Berlin, da sind wir natürlich nicht. Weil das kostet ja auch eine Niere, das kannst du ja auch nicht bezahlen. Wo sogar die Titel wechseln. Das gab es ja noch nie in Deutschland. Deswegen sind wir nur auf dieser Vor-Event quasi. Joa. Deswegen muss ich jetzt mal WWE Network mal gönnen und wieder ein bisschen reinkommen. So. Und WrestleMania war ja anscheinend nicht so schlecht. Habe ich aber natürlich noch nicht gesehen.
Die Zeit. Der FC Bayern raubt zu viel Zeit. Muss ich nebenbei demnächst hier WrestleMania gucken. Hab mir das streitbare schwarz-pink-grüne mit der Nummer 45 Pavlovic gekauft. Das wird unbezahlbar, wenn er in ein paar Jahren Ballon d'Or gewonnen hat. Aha. Okay. Aber nur wenn er es auch dann selber getragen hat, ne? Sonst bringt dir das auch nichts. Body Slam, ne, ich mach wenn dann Choke Slam, ne? Ja, WWE war früher grandios, Alter. Also, kannst auch noch weiter zurückgehen wie 2000. Also 90er war auch legendär. Wie guckst du Fußball, wenn du Amazon Prime hast? Nee, ich habe ja The Zone, habe ich ja gerade gesagt. Ich habe The Zone und auch natürlich Sky. Aber Sky zahle ich halt nicht selber. Da schaue ich nur mit. Dafür zahle ich ja The Zone und Prime. So ein Ding. Aber ich habe sonst keinen Streaming-Anbieter für Serien oder Film oder so Mist. Genau. Grüß mal den Schwager, der ist traurig, weil der ist halber Unioner. Dem geht's gerade nicht so gut. Ja, wenn Flick kommt, nein. Wir gehen nicht wieder auf das Trainer-Thema ein, das haben wir durch für heute. Wie lange geht die Selektion fürs Trikot noch? Warte. Ich weiß nicht, ob Hatte das ich schon dabei steht. reingeschrieben. Steht Okay. nicht dabei, nur solange der Vorrat reicht. Ja, wie gesagt, bei vielen ist halt schon wild. Also mein Dingens gab es halt nicht mehr in XXL. Auch nicht in XL, sonst hätte ich das vielleicht riskiert, weil ich ja noch ein bisschen was abnehmen will, aber alles halt runter brauche ich halt nicht bestellen. Ja, wie gesagt, wenn wir uns selbst vermarkten würden, würden wir natürlich eine Menge mehr Kohle machen als FC Bayern, aber wäre natürlich nicht solidarisch, von daher ist das schon alles okay, wie es ist. Aber da muss man ehrlich sagen, da muss die DFL auch dafür sorgen, dass man nicht 100 € zahlen muss, um alles gucken zu können. Ne? Das ist halt wirklich schon frech. Wenn du zahlst scheiß GEZ-Gebühren, was weiß ich, wie viel ist das im Monat mittlerweile, und kannst nicht ein scheiß Fußballspiel gucken. Ich glaube, Nationalspiele sind mittlerweile auch bei RTL oder so ein Mist, oder? Ist ja auch noch nicht mehr zu dem Öffentlich-Rechtlichen. Ja, also, ganz ehrlich, ist eine Frechheit. Die Bayern-Spiele sollen alle auf Servus TV sein, so wie ich das überblickt habe. Okay, ich muss mich da mal schlau machen. Die Saison habe ich schon sehr oft am Sonntag gespielt. Was ist denn sehr oft? Zahlst du nur 30 für was, Tobi? Deswegen schaue ich Bayern-Spiel auf Vietnamesisch. Ja gut, bei den Kommentatoren spielt das auch keine Rolle. Ne? Das war informativ mit dem Kartellamt. Ja, kannst du aber auch nachlesen, Florian. Ja, das war ja damals, war das ja so über die Telekom noch. Wo wo das zum ersten Mal ausgeschrieben wurden, die Bundesliga-Rechte fürs Internet. Das war ja ganz neu und wild. Da haben die das ja für ein Apfel und ein Ei gekauft, die Telekom. Und da konntest du einzelne Spiele buchen und einzelne Spieltag-Tickets. Konntest du sagen, heute möchte ich die Bundesliga gucken. Dann hast du da, was weiß ich, 8 € gezahlt oder sowas. Oder konntest auch nur ein Bayern-Spiel buchen für Champions League und konntest dir das reinziehen. Ja. Aber dann ging es ja los mit den Streaming im Internet und bla Sülze, und dann hat das der Sohn ja jetzt alles über Internet und ach. Oma moin. Brock Lesnar, gibt's den noch? Ich glaube ja, ich weiß aber nicht, ob der jetzt auch schon wieder da ist. Geizhard Mara. Nee.
Nee. Ja, ich halt auch, eFootball Master. Also ich habe Amazon Prime, weiß ich gar nicht. Schon seitdem es Amazon gibt, ey. Bin halt so ein Online-Käufer. Sehr umweltbewusst, ich weiß. Ja, und ich bin eher so die Kategorie Durchschnurren beim Fußball. Ich gucke überall mit und zahle nichts. Match-Analyse. Es gibt so ein, zwei gute Wrestling-Kanäle. DFL ist Schmutz. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Bin ich zu wenig drin in dem Thema halt. Ja, Bam Bam Bigelow war ja eine Wurst, Alter. Wird in Zukunft immer teurer, trauriger. Ja gut, wie gesagt, Nationalmannschaft habe ich eh noch nichts geguckt. Ja, Fußballmaster, das hast du recht. Also, wie gesagt, die Kosten ist leider, muss man so sagen, absoluter Witz, ne? Gerade wenn du dich nur für einen Verein wirklich interessierst. Ich meine, wenn du dich für die gesamte Bundesliga interessierst, wenn du so ein neutraler Dude bist, dann kann man ja argumentieren, der Preis ist okay, ja? Oder auch Champions League, wenn du meinst, so, du guckst jedes Champions League-Spiel, weil ich super heiß bist auf internationalen Fußball und sowas. Aber wenn du so wie ich bist, der wirklich nur die Bayern-Spiele guckt und dann vielleicht mal so ein Halbfinale oder Finale von irgendwas, dann ist das wirklich eine Katastrophe, ne? Besser vietnamesisch als den Fuß. Da hast du recht. Ah. Servus TV kannst du auch über Internet gucken, oder? Dieses, wo ich früher mal keinen Sohn hatte, hatte ich das auch mal geguckt. Mit den Servus TV. Aber du brauchst dann wirklich auch einen VPN-Anbieter. 2 Spiele pro Saison kommen im öffentlich-rechtlichen. Wow. Na, dafür zahlst du 30 € im Monat. Halleluja. Ich kenne es noch von Premiere, habe ich damals geholt wegen Fußball und Formel 1. Ja, das kenne ich auch noch, Premiere. Hatte ich immer das Problem, ganz früh hast du ja noch diesen Schlüssel gehabt. Wer das hatte, den du in den Receiver gesteckt hast. Das Ding war, im Sommer war das so heiß, der Receiver ist ausgefallen. Dann musste ich den Receiver nehmen und erstmal 5 Minuten in den Kühlschrank stellen, also damit er schnell abkühlt, damit ich wieder 20 Minuten Fußball gucken konnte. Und das habe ich dann alle 20 Minuten gemacht. Das war eine wilde Zeit. Ah. Natürlich im Kühlschrank mit dem Handtuch, ne? Weil kannst ja auch nicht einfach so im Kühlschrank stellen. Aber war wild. Premiere war wild. Schaust immer ein Livestream aus England kostenlos. Da zeigen die alles von Bayern. WhatsApp, ja, dann hau den doch mal raus hier. Interessiert doch den einen oder anderen bestimmt auch. Der VPN ist ein Dienst, der deinen Standort verschleiert. Beziehungsweise du wählst den Standort aus. Wenn du in Deutschland bist und dann hast du einen VPN-Anbieter, dann machst du einen Klick drauf, so, ich möchte jetzt, dass ich in Österreich bin, und dann bist du für die Seiten, die du aufrufst, in Österreich und kannst dann halt Sachen gucken, die du sonst nicht gucken kannst. Weil die Sachen natürlich, wenn du aus Deutschland bist, gesperrt sind. Ist auch für YouTube interessant, weil viele Videos auf YouTube sind auch gesperrt, wegen Urheberrecht zum Beispiel und sowas für Deutschland dann. Kannst du dann halt auch gucken. Genau, weil man Servus TV nur in Österreich empfangen kann, brauchst du dann VPN. Wer sieht uns auch? 60-40 als Sieger gegen Real. Ja, wie gesagt, ich bin bei 50-50, ne? Das ist, Halbfinale kann halt leider alles passieren, also. Also ich habe jetzt gerade mal geguckt hier bei Servus TV, da gibt es einen Servus TV On-Pass monatlich. 99 Cent am Anfang in den ersten 3 Monaten mit Filme, Serien und Sporthighlights ohne Bannerwerbung und keine Werbung. Kein Tracking deines Nutzungsverhaltens und so weiter und so fort.
Ich weiß nicht, ob das auch ohne VPN geht. Nee. Da wird beistehen, dass das nur aus Österreich empfangbar ist eigentlich. Also so wie es, wo ich Okay. damals geguckt Also hatte. ich habe den Link jetzt gerade mal reingehauen im Twitch-Channel. In England zahlen sie viel mehr für die Premier League. Ja, na klar zahlen die viel mehr. Die bekommen ja auch viel mehr. Bei R plus G Z 150 ist mir zu teuer. Ja, das hast du vollkommen recht, Ben. Wrestling BIOS ist ein cooler Kanal, da kommen Recaps von Raw und SmackDown angefangen aus den 90ern bis heute. Okay. Ich weiß gar nicht, wie der heißt, den ich immer gucke. Da hast du halt so Dokus so über Randy Orton und sowas, so ein bisschen Hintergründe auch. Das ist auch ganz geil eigentlich. Dass der vielleicht sogar, warte, ich guck mal. Nee, der ist das, glaube ich, nicht, den ich immer geguckt habe. Goldberg Force Jericho, Alter, auch geil, ey. Geile Zeit gewesen. Ne, den kenne ich nicht. Danke für den Hinweis, ich abonniere den mal. Muss ich mal reinhuschern, wenn ich Zeit habe. Der muss halt Ländersperre in Deutschland, ja. Sag ich ja, deswegen brauchst du ein VPN halt. Sagst du eigentlich zum Rüdiger, auf was bezogen? Also ich kann den Rüdiger nicht leiden, wenn das die Frage ist. Konnte ich noch nie. Es ist so eine persönliche Abneigung, aber. Ich habe bewusst kein Abo. Auf X findest du immer einen Link. Englisch oder Französisch. Sollte es aber beherrschen. Ja gut, wen interessiert, was da gelabert wird? So, mach den Ton aus, guck das Spiel, also. Ja, aber durch Tuchel wissen wir doch, wenn du die Sprache nicht beherrschst, dann verstehst du das Spiel nicht. Also Ja. siehst du quasi verschwommen, was da auf dem Platz passiert. Premiere war großartig. Billig Receiver gekauft, Software neu draufgespielt und du konntest alles von denen umsonst schauen. Ja, gut, das ging ja dann früher auch noch mit der D-Box. Das ging ja auch noch lange nach Premiere. Solche Scherze. Ja. Habe ich früher alles mal so mitbekommen, das Thema. Weißt du, so ein Ding. Erik, guten Abend. Hab keine Schüssel, aber Satellit geht auch heute noch viel, oder? Weiß ich nicht, worauf das bezogen ist, Chico. Bin ich aber auch nicht wirklich im Thema mehr drin. Das so in die Richtung so, ne? Wenn Bellingham einen guten Tag hat, kann der das Game auch allein entscheiden. Ja, deswegen muss der Conny den halt abackern. Ist doch alles gut. Wembley wäre ein Traum, auf jeden Fall, ja. Thomas, guten Abend. Wembley 2.0 wäre absoluter Hammer und nächstes Jahr das Finale da Home wäre ein absoluter Traum. Ja, und dann aber natürlich mit einem anderen Ausgang wäre schön. Und natürlich wäre es ein Traum, dann Tickets zu kriegen. Aber das ist ja ein langer Weg, Leute. Da müssen wir erstmal einen neuen Trainer finden, eine neue Mannschaft haben, damit der Traum weiterlebt, Alter. Sonst einfach mal googeln, Ben. Google einfach mal nach Servus TV und VPN. Da solltest du bestimmt auch irgendwo eine Anleitung finden. Wenn du da sogar keine Ahnung von hast. Redwan, Servus. Rüdiger, der Schmock. Na. Du hörst die Bayern-Spiele, das ist auch geil. Ne? Servus On ist in der Schweiz kostenlos. Na, guck mal, was nicht alles gibt. Ja, ich frage generell Karten nach nächste Saison. Jetzt für Real Madrid war ich leider zu spät. Ich habe es die ganze Zeit vergessen. War dumm von mir. Und am Handy konnte ich es nicht machen am Freitag. Dann habe ich es vergessen und dann wollte ich es, wann war das? Gestern war es, oder vorgestern. Das war schon alles überbucht. Jetzt hätte ich dann natürlich auch Karten angefragt. Ich bin da auch nicht mehr im Thema, Chico. Joki, guten Abend.
Nächstes Jahr wird Champions League sehr schwierig, da Mbappé zu Real geht. Deswegen wird die Champions League schwierig, oder was? Scheiße, was machen wir denn da nur? Der Haaland ist ja bei Manchester City. Was ist denn da passiert? Komisch, dass sie ausgeschieden sind, wa? Alter Bärde, wie kann man denn irgendwelche Erfolge an einem Spieler festmachen, Leute? Was ist denn los mit euch? Was machst du denn, wenn der Mbappé sich 2 Monate verletzt und dann ist Real automatisch ausgeschieden, oder was? Ja, siehst du, aber dann kannst du doch wenigstens schon mal das Hinspiel gucken, Ben. Wobei Bundesliga auf Sky, aber dass die Sonntagsspiele mit italienischen Kommentar sind, nervt total. Hä? Wo ich Italienisch würde ich fühlen sogar. Ich mag die Sprache. Wie lange brauchst du immer bis zur Allianz Arena? Je nach Stausituation zwischen 8 und 10 Stunden. Mit dem Zug. Je nachdem, was du nimmst. Ich glaube ICE. Müsste ich nochmal googeln, was wir letztes Mal gefahren sind, das schnellste. Ich glaube auch 8 Stunden oder sowas. Ja, na klar, frage ich die Karten an. Auch für Wembley frage ich Karten an. Wir haben nicht Madrid-Fans, ja. Genau, die Farmers League ist dann... Die Champions League wird dann von Real abgefahren. Weil du keine Links posten darfst hier. Deswegen sieht die keiner. Weil das nicht freigeschaltet ist, dass du Links posten kannst. Müsstest du, wenn, im Discord posten. Oder jemanden hier per privater Nachricht schreiben. Sofern das überhaupt geht auf YouTube. Auf Twitch geht das auf jeden Fall. Und die Mara kann die posten, weil die Mara Moderator ist. Moderatorin. Ja, aber wenn er sie postet, kann ich sie ja nicht für alle anderen posten, weil ich ihn ja ohnehin auch nicht sehe. Ja, ist ja, was ich sage. Ja, Ja, müsst Das ihr erklärt's dir, halt. dir den per privater Nachricht schicken. Gibt's sowas auf YouTube? Habe ich gerade gesagt, das weiß ich nicht, ob es das gibt. Was ist denn los mit dir? Hörst du nicht zu, oder was? Nein, Mann, ich mach Business, lass Ja, mich. habe ich vor 15 Sekunden gesagt. Wild. Mbappé bei Real und Champions League wird dann schwer. Könnt ihr euch noch an die Galaktischen erinnern? Mit Figo, Zidane und Ronaldo bei Real. Was haben die nochmal gewonnen? Da kannst du ja ganz, ganz viele große Mannschaften draufzählen. Du brauchst ja nur in der jüngeren Vergangenheit nach Paris schauen, oder? Kick von Köln-Düsseldorf nach München ist oft gar nicht so teuer. Ja, aber da muss ich auch erstmal nach Köln und Düsseldorf fahren. Das dauert ja auch wieder. Aber ja, ich weiß, manchmal kriegst du einen Schnapper, ne? Ja gut, das kommt drauf an, wo du aus Bayern kommst, Cordio, oder? Also wir haben letztens irgendwo auf dem Dorf da, ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß, wo wir waren, in welchem Dorf. Was haben wir gebraucht bis zur Allianz Arena mit dem Auto? 45 Minuten oder was? Das war schon fein. Ja, ich denke auch, dass wir nicht so das Zwiebeln, gar kein Problem. Beim Finale da oben werden wir leider zuschauen müssen. Ja, na klar, es steht auch schon fest, weil wir wurden disqualifiziert in der Champions League für das kommende Jahr. Einfach zu schlechter Fußball. Da hat die UEFA gesagt, nein, der FC Bayern wird gestrichen. Dafür nehmen wir den SC Freiburg auf in die Champions League. Ja, einfach gestrichen wegen zu viel Pyro. Ach so, war ein ausgeschriebener Link, nur Worte. Okay. Na gut, das ist wild. Die Berichterstattung nervt nur noch.
Ja. Müssen wir noch durchhalten, 1-2 Wochen wahrscheinlich, wa? Gab's das mal bei YouTube? PN-Nachrichten? Ist ja auch wild. Echt? Ich finde Realen eigentlich nicht unsympathisch. Gegen uns finde ich sie unsympathisch, ja. Aber auch meistens nur, weil sie irgendwelchen wilde Entscheidungen haben. Ich erinnere mich noch an diese tollen Elfmeter gegen Alaba. War halt auch so ein Ding. Ben, vielen lieben Dank. Oder gern geschehen. Wir sind um 5:30 bei uns losgefahren mit dem Bus und kamen um 16 Uhr an. Sind halt hier am obersten Eck vor Kurzhessen. Okay, das ist auch schon wild. Ja, Lenny. Hast du den Titel nicht gelesen oder was? Sind so viele Namen im Gespräch, keiner will. Ich mach das. Für kleines Geld. Okay, wusste ich gar nicht. Aber ich bin da auch echt nicht drin auf YouTube mit den PN-Sachen. Oder gegen Leipzig. Ja, ich weiß auch nicht. Die haben immer irgendwas. Ich sage ja, die werden irgendwie immer geschippt oder so. Die Schiris gegen Real. Supermarkt Simulator ist, glaube ich, schon wieder Geschichte bei der Mauer. Schnauze voll von Regale einräumen und kassieren. Ganz genau, so schaut's aus. Wild. Ja, wie gesagt, einfach auf den Discord gehen. Da könnt ihr mich einfach anschreiben und da könnt ihr mich zuspammen mit Links. Aber muss auch nicht. Alles gut. Ging nur mal ums Interesse halt. Ja, ich hab genug Dinger mit dem Fanbus erlebt, also. Von Essen. Ja, okay. Das ist wild. Wie lange fahrt ihr da oder wie lange bist du gefahren? 12 Stunden? Also wir sind halt damals immer von Bochum gefahren. Also erst von Hamm nach Bochum mit dem Zug. Dann von Bochum, weil wir da Connection zum Fanclub hatten. Von Bochum aus dann nach München. Dann Spiel, dann irgendwie eine Stunde Zeit, dann direkt wieder in den Bus und wieder nach Hause. Das waren wilde Fahrten. Und wilde Gerüche. Aber ich bin auch schon, ich bin schon auf jede Art eigentlich nach München gefahren. Mit Fanbus, mit Zug, mit Auto zu zweit. Ja, ich habe alles durch. Außer Fahrrad, das habe ich noch nicht gemacht, aber ansonsten sämtliche Wege schon durch. Obwohl geflogen bin ich auch noch nie nach München. Ja, so ein Ding. Und jetzt ist halt das Problem, ich fahre halt einen Mini Cooper S, den ersten. Da ist die Reichweite halt so gering, da müsste ich 6 Stopps einlegen, um überhaupt nach München zu kommen. Und müsste wahrscheinlich 3 Stunden auftanken. Ist also nicht noch eine Möglichkeit. Deswegen, wenn ich jetzt fahre, muss ich mir entweder ein Auto leihen oder ich muss von meinem Schwager das Auto leihen, wenn das frei ist. Und ja, super nervig halt alles. Dann kannst du halt besser mit dem Zug fahren. Zumindest wenn man nur zum Spiel hinfährt. Aber ist halt auch super stressig. Dann fährst du irgendwie 8, 9, 10 Stunden im Zug hin. Bist dann irgendwie 8 Stunden vor Ort oder was. Und dann fährst du die gleiche Zeit wieder zurück. Dann bist du halt auch in unserem Alter tot, ne? Deswegen ist es meistens so, wenn man sowas macht, dann muss man schon gleich ein Wochenende da bleiben, ne? Das heißt, du musst irgendwie 2, 3 Tage ein Hotel nehmen und ja. Ist halt also nicht alles so, ja, ich krieg mal eine Karte für ein 20 und gehe ins Stadion, ne? Ist halt immer alles ein bisschen größerer Aufriss. Ja, da müssen wir nicht drüber reden, dass man jetzt mal die jungen Wilden da ranlassen sollte, aber siehst ja, passiert ja trotzdem auch nicht wirklich. Ben, kennst du nicht Discord? Discord, ich weiß ja nicht, Ben, du bist auch schon ein bisschen reifer, wa? Discord ist, wenn du älter bist, kennst du bestimmt noch ICQ. Discord ist wie ICQ, nur dass du da gleichzeitig auch quatschen kannst. Ja, ich habe es jetzt als modernes Forum betitelt, ne?
Okay, ja, Foren solltest du auch noch kennen, war ja früher gang und gäbe. Da habe ich auch, hör mir auf. Ich habe bestimmt 4 oder 5 Foren damals gehabt. Welche Spieler müssen deiner Meinung nach am Ende der Saison gehen und welche sollen kommen? Welche sollen kommen, ist mir völlig Wurst. Das müssen Spieler sein, die sich für den FC Bayern mit dem FC Bayern identifizieren. Die bei uns spielen wollen und nicht, weil wir 1 Million mehr zahlen, sondern weil wir FC Bayern sind. Und gehen sollten auf jeden Fall die üblichen Verdächtigen, wa? Also Gnabry, Sané, Kimmich, Goretzka, Coman kannst du in Frage stellen. Du kannst auch Mazraoui in Frage stellen. Davis sollte sich von alleine erledigt haben. Ja, Müller muss ja nicht mehr gehen. Er sollte vielleicht einfach den Nagel an die Schuhe hängen oder umgekehrt. Ja, so die Richtung. Letztes Spiel, wo ich war das gegen Augsburg bei der 120-Jahr-Feier. Auch ganz cool. Die Leute bei jedem Asiaten Panik geschoben. Wild. Gegen Frankfurt haben wir was gut zu machen. Ach, scheiß auf das Spiel gegen Frankfurt. Sag ich euch, wie es ist, ey. Am Ende interessiert das Spiel gegen Frankfurt doch niemanden. Sind wir doch ehrlich. Also, wenn wir 3 Tage später gegen Real Madrid spielen, wen interessiert das Spiel gegen Frankfurt? Also. Heute fahre ich lieber mit dem Zug oder fliege, ja. Ist auf jeden Fall auch angenehmer, ja. Flixbus ist ja genauso nervig, leider. Da hockst ja auch ewig im Bus. Ja, ist günstig, gebe ich dir recht, habe ich damals auch nachgeguckt. Flixbus bin ich nie gefahren, nee. Wir sind halt immer, wenn dann mit einem Fanclub gefahren. Aber das würde ich jetzt heutzutage auch nicht mehr machen. Also wie gesagt, mich heutzutage da in so einen Bus reinzusetzen mit 20 total verpeilten, vollgesoffenen Idioten, ist halt einfach nicht mehr meine Welt. Ja. ICQ, ja. Den Nagel an die Schuhe hängen, geil, oder? Laptop-Account. Rainer, guten Abend. Da war noch Jupp Derwald Trainer, ja. Ja, Schatz, das ist wie bei dir mit den Persönlichkeiten und den Accounts. So sieht's aus, Metalhead. Das Wichtigste ist, dass sich niemand verletzt. Zirkzee, ein Tor und eine Vorlage. Ja, sei ihm gegönnt. Ja, wie gesagt, gegen Frankfurt, es wäre völlig fatal, da irgendwas zu riskieren. Sind wir doch ehrlich. Also, um was spielen wir? Wie gesagt, du kannst ja selbst verlieren und bleibst Zweiter. Wir haben ja 3 Punkte Vorsprung. Ist doch alles gut. Ja, das heißt jetzt nicht, dass wir das Ding abschenken müssen und da keine Leistung zeigen, aber man sollte die Spieler, die halt anfällig sind, sollte man halt auf jeden Fall schon. Ne? Und ja, ich habe auch volles Verständnis dafür, wenn man da nicht in jeden Zweikampf reingeht, wenn da einer mit einem gestreckten Fuß dir entgegenspringt, dann würde ich auch den Stepper zur Seite machen. Ja, ne? So einfach ist das. Sané auf jeden Fall verkaufen, Alter. Unterirdisch, dieser Mensch. Ist seit 3 Jahren bei uns und bringt pro Jahr 15 gute Spiele, verdient 20 Millionen plus. Was willst du mit dem? Alter. Lächerlich, der Spieler. Junge, fang mir nicht an mit dem Sané, dann krieg ich gleich wieder Puls. Wenn er fit war, hat er meiner Meinung nach performt. Aha. Hut ab für diese Meinung. Aber sei dir gegönnt, jeden seine Meinung. Also ich sehe ihn lieber bei maximal 15 guten Spielen pro Jahr. Und das in einem Verein, der 50 Spiele im Jahr spielt, ist mir das ein bisschen zu wenig für das Gehalt, was er bekommt. Würden wir darüber reden, dass er 5, 6, 7, 8 Millionen verdient, würde ich sagen, ja, alles gut. Kannst den lieber behalten, dann nehmen wir die 15 Spiele mit. Ansonsten guckt er sich das von draußen an, alles fein. Aber nee. Nein, nein, nein. Rainer, ja, der Uli hat mich vorhin angerufen. Habe ich ihn kurz gefragt, hier live, kannst du mal zurückspulen, vor 1,5 Stunden. Hat er bestätigt, der Rangnick wird's. Lass mal den Peretz gegen Frankfurt spielen auf Ehre. Ja,
Das wird natürlich nicht passieren. Moin! Ich hoffe, ihr findet zeitnah einen Trainer. Wer ist dein Favorit? Gruß von einem Leverkusen-Fan. Ich hoffe, ich bin hier erwünscht. Kiesgauer, hier ist jeder erwünscht, der nicht irgendwie dummes Zeug schreibt. Ich habe keinen Favorit. Hast du das Interview von Müller-Wohlfahrt gelesen? Habe ich gelesen, ja. Das Modell Fixgehalt ohne Leistung ist vielleicht auch nicht mehr zeitgemäß. Nee, ist es nicht. Ja, deswegen wird es Zeit, darüber hinwegzukommen. Darüber kommst du nur hinweg, wenn du die Spieler verkaufst oder ihre Verträge auslaufen lässt. Oder natürlich, du sagst den Spielern, pass mal auf, du kriegst jetzt nur die Hälfte und den Rest kannst du dir über leistungsbezogene Prämien verdienen. Können wir ja mal sehen, wie viele Spieler da ja sagen. Dann wird so ein Leroy aber leider nicht mehr wie 5, 6 Millionen verdienen, oder? Da werde ich erst nur 4-Fan, Rainer. Geil. Wir brauchen Kämpfer und Arbeiter. Wir brauchen einfach Spieler mit der richtigen Einstellung, ne? Das ist das Thema. Ja, aber wenn der Uli der GB wäre, dann wäre er ja nicht so gegen Nagelsmann gewesen. Der GB war ja klar gegen den Julian. Das passt also nicht. Weil der Uli ist ja schon richtig pro Julian gewesen, deswegen kam das Thema ja überhaupt nur so auf, wie es aufgekommen ist. Ja, und statistisch gesehen ist Joshua Kimmich in den letzten 10 Jahren der beste Eckenschütze dieser Welt. Chico, merkst du was? Mit Statistiken? Sehr gut, oder? Seit Ribéry keine Flügelspieler mehr verlässlich. Nein, haben wir auch nicht. Aber vielleicht brauchen wir die auch gar nicht mehr. Wir wissen doch noch nicht, wer Trainer wird. Vielleicht wollen wir gar nicht mehr so über die Außen gehen, wie wir es jahrelang getan haben. Ich meine, haben wir unter Tuchel auch eine Zeit lang gar nicht mehr gemacht. Ja? Vielleicht spielen wir demnächst nur noch mit, was weiß ich, mit 2 auf den Halbpositionen und 2 Stürmern oder ganz wilden 4-3-3, wer weiß das schon. Ja, genau. Uli ist nur einer von vielen Aufsichtsräten. Eine Stimme zählt nicht mehr als andere. Ganz genau, so sieht's aus. Wäre ja auch eine Schande. Überleg mal, der Uli, die Stimme würde mehr zählen. Ich habe die richtige Einstellung, brauche auch nicht viel mehr als 30.000 Euro im Monat. Paulo, das ist eine gute Einstellung. Das fühle ich. Wenn Flick wirklich kommt, dann wird das auf jeden Fall kombinieren. Viel 4-2, ja, wer weiß. Wir wissen es doch noch nicht. Es wird doch langsam einfach mal Zeit für was Neues, oder? Für ein neues System bei uns. Einfach mal neuen, frischen Fußball, neue, frische Ideen. Und allein dafür musst du halt die Spieler schon austauschen. Ja? Also wenn die Spieler unter Nagelsmann sich schon gegen eine Dreierkette gewehrt haben, aber das Fass müssen wir nicht wieder aufmachen, Leute. Da müssen wir nicht drüber reden. Simon, Servus. Wolltest du noch auf Union eingehen? Wir können gerne auf Union eingehen, aber was willst du da noch groß zu sagen? Ich war ja 90 Minuten live. Ich habe ja alles rausgeballert, was ich zu sagen hatte. Aber wenn ihr irgendwelche Takes sagt zur Union, könnt ihr gerne raushauen. Also bis 21 Uhr mache ich auf jeden Fall. Da ist der Rangnick genau der Richtige für einen Neuanfang. Einfach am Samstag in Berlin verlaufen. War Gott sei Dank noch 5 Minuten vor Anpfiff da, diese Stadt. Wieso? Berlin ist doch eigentlich eine Easy-Stadt. Obwohl ich bin in Berlin. Was war das denn? War das Rammstein-Konzert?
Da sind wir auf jeden Fall in Berlin in die verkehrte Richtung gefahren mit der S-Bahn. Ans andere Ende von Berlin. Das war auch ziemlich geil. Das war auch ziemlich wild. Ah. Darfst du auch eigentlich nicht erzählen, sowas. Bis Endstation war. Das war wieder. Dann sind wir auch noch schwarz gefahren, weil das Ticket dann gar nicht dafür gültig war. Und ach, wild. Aber der Schaffner war gut drauf. Aber da warst du im schönen Stadion, oder Simon? War doch bestimmt geil. Stimmung war ja mega von Union, oder? Der Verein ist einfach ein Players Club, das ist richtig, aber da müssen wir halt wieder von wegkommen. Würdest du von Matthias Jeißler halten? Kenne ich gar nicht, sagt mir gar nichts. Wie gesagt, der Name ist mir völlig wurscht. Ja, ich wiederhole es gerne nochmal, weil viele neu da sind, vorher nicht da waren. Mir ist der Trainer völlig Wumpe. Ja, wie der heißt, ist mir scheißegal. So, der muss zum Freund und Eber passen, der muss zur Philosophie dieses Clubs passen und alles andere ist Wurst. Und da muss der Eberl und der Freund und der ganze Club muss sich da hinstellen und sagen, hier, Leute, das ist unser Trainer die kommenden 3-4 Jahre und Feierabend. Und das ohne Wenn und Aber. Ja? Und wenn du 3 Spiele am Stück verlierst, dann darf da keine Diskussion aufkommen, dann setzt man sich da in eine PK hin und wiederholt das und dann ist das Thema durch. So, das ist der Way to go, nichts anderes. Und dann ist das scheißegal, wie der Trainer heißt. Ne? So, wenn du den Umbruch machst, nächste Saison braucht ein Trainer Zeit, egal wie der heißen wird. Ja? Ob der einen Weltnamen hat oder ob er keinen hat, es ist scheißegal. Wenn du 5, 6, 7 Spieler tauscht, wenn du das wirklich machen wirst, braucht jeder Trainer dieser Welt Zeit. Ganz einfach. Es fahren zig verschiedene S-Bahnen. Ja, wir waren ja in der richtigen, aber wir waren nur in die verkehrte Richtung unterwegs. Weil dann sind wir bis zu der Endstation gefahren und dann ist die halt wieder zurückgefahren. Also waren wir dann doch in der richtigen. Hat gepasst. Ah, ja. Am Ende noch gerannt. Ei, Simon. Das ist also alles gegeben, sagst du. Rammstein, mega sympathisch. Ja, früher war Rammstein ja noch bedenkenlos. Heute sieht das ja ein bisschen anders aus. Mirko Slomka ist auch eine Maschine. Ja, natürlich muss sich beim FC Bayern keiner wundern, dass die Trainersuche schwierig gestaltet, Manfredo. Das ist selbst gekehrt. Ne? Aber deswegen haben wir ja vor der eigenen Haustür gekehrt. So, ja. Ist die Frage, ob wir genug gekehrt haben, ob das reichen wird, das werden wir mal sehen. Bei kriegst du keine Zeit. Ach, das ist Schwachsinn. Klar kriegst du Zeit. Schweiz bezahlt man 350 im Jahr und da hast du noch kein Abo. Für was bezahlt du 350 im Jahr? Hat das sein Hotel ja in Kreuzberg? Andere Welt dort. Das ist richtig. Jens, servus. Na, ich glaube schon, dass du die Zeit kriegst. Also sollten wir wirklich einen Umbruch machen, wirst du schon Zeit bekommen, aber natürlich auch nicht unendlich. Das ist ja der Lauf der Dinge, aber du musst dem Trainer, egal wer es dann wird, halt auch die Zeit geben. Anders wird es nicht funktionieren. Also, du bist ja jetzt am Punkt angekommen, so wie es der Eberl halt auch kommuniziert hat. Du brauchst jetzt einen Trainer für die nächsten Jahre. Du kannst nicht wieder anfangen und einen Trainer rausschmeißen. Egal, welche Ergebnisse kommen. Also den Take kannst du nicht wieder bringen. Ja? Und ich glaube auch nicht, dass ein Eber so ein Panik-Take machen würde, wie es ein Brazzo und Olli getan haben. Ja, da brauchst du nur mal auf die Historie vom Eber gucken, wie er zu seinen Trainern gestanden hat. Also vom Eberl wird das dann nicht kommen, wenn dem so sein sollte. Ja? Wenn dann eher von dem einen Menschen oder den 2 Menschen, die im Aufsichtsrat ja nicht so viel zu sagen haben. Miro Klose als Cheftrainer fühle ich gar nicht. Aber ich entscheide das jetzt zum Glück nicht.
Ach, GB, jetzt vergleich doch nicht wieder Äpfel mit Zitronen, Alter. Was ist denn los mit dir? Du kannst den Take ja bringen, wenn der Bratze und der Olli da noch in der Verantwortung wären. Dann kannst du den ja bringen. Ja. Ja, na klar, weil wir so eine schlechte individuelle Qualität haben, dass egal welcher Trainer kommt, würden wir natürlich gegen den Abstieg spielen. Was ist denn los mit dir? Also mal ein bisschen realistisch. Selbst wenn der Trainer eine absolute Nulpe ist, Alter, dann wird es in der Bundesliga immer für den Europapokal reichen. Ja, medial wird alles ausgeschlachtet, was im FC Bayern sich dreht, ne? Ben, hau rein. Schönen Abend, schlaf gut. Ja. Also Union haben schon ein paar gute Fans. Da geht schon gut ab. Hast du Neppe behalten? Keine Ahnung, aber ich kann den Neppe doch gar nicht beurteilen. Er stand doch nie in der Öffentlichkeit. Fakt ist doch, seitdem der Neppe weg ist auf jeden Fall ein bisschen ruhiger, was so von Internas nach draußen dringt, oder? Ja gut, aber der Rangnick ist ja, glaube ich, auch nicht der gerne so sich in der Gruppe bespricht und entscheidet. Aber das weiß ich auch nicht. Das ist eher gefährliches Halbwesen, aber so würde ich den Rangnick einschätzen. Also ich das recht in Erinnerung habe, war er schon immer eher der dann das Sagen hatte, oder? Das ist ein bisschen schwer bei uns. Na, wir haben jetzt auch keinen Motivator. GB. Ralle ist ein Machtmensch, siehst du? Dann passt das doch schon nicht. Brauchen wir uns doch nicht irgendwie was vormachen, oder? Beim BVB ist viel passiert heute. Ja, Glückwunsch. Was immer da passiert ist. Ja, hoffen wir einfach mal, dass wir nächste Woche hier sitzen am Montag und ist dann der 29., wie ich es vorher gesagt habe? Ja, guck mal. Und dann können wir uns die Meldung durchlesen auf der Bayern-Seite. Dass XYZ neuer Trainer beim FC Bayern wird. Wie, der war bei Manchester United, der Rangnick? Das wusste ich gar nicht, Alter. Jetzt mal sehen, wie unwissend ich bin. Ja gut, aber bei Manchester United liefert ja gerade keiner ab nach Alex Ferguson, oder? Ist ja egal, wen die da hingesetzt haben. Maximal mal eine Saison oder so, wenn überhaupt. Ja, Hoffenheim, Salzburg, der war doch Ober Schalke, oder nicht? Kam der nicht ursprünglich von Schalke, der Rangnick? Oder ursprünglich von Hoffenheim, dann nach Schalke oder so? Ach, was weiß ich, ey. Naja, Schalke war der auch. Und wo hat Ja. er dann seinen Burnout gehabt? War das bei Menu? Hat der überhaupt einen Burnout gehabt? Ja, selbe Sache wie Eberl, deswegen bin ich da so ein Ja. bisschen skeptisch. Bei Schalke war der aber auch auf jeden Fall. Ansonsten habe ich gerade einen riesen Knoten im Kopf. Rangnick. Alter, was ist denn so groß hier? Trainerprofil, zeig her. Hier immer das gefährliche Halbwissen von euch, ist eine Frechheit. Alter, wo war der denn schon überall? Was ist denn los mit dem? Der wird ja nur durchgereicht. Alto Belly, der ist ja ganz wild. Lassen wir mal die Jugendclubs weg, dann sind wir bei Ulm, Stuttgart, Hannover, Schalke, Hoffenheim, Schalke, Leipzig, Salzburg, Leipzig, Bragantino, auch irgendwas aus dem RB-Universum, New York, Leipzig, Lok Moskau. Was hat der in Lok Moskau gemacht, Alter?
Dann Manchester United, dann Österreich. Ja, ist ein super Trainer, der immer sehr lange bei seinen Vereinen ist. Hat der als Funktionär, als Sportdirektor in einem Jahr 3 Vereine gehabt? Sehe ich Ja, das das ist das richtig? RB-Universum-Gedöns da. Da hat er überall mal reingeschnuppert. Mhm. Die haben doch irgendwie Sehr 10, professionell. 20 Clubs auf dieser Welt. Ja, dann ist er das ja gewohnt, wenn er nach einem Jahr wieder gehen muss. Das ist richtig. Ja, aber ist dasselbe wie bei uns, Adam. Ne? Das ist ja dasselbe Problem wie bei uns. Genau dasselbe Ding. Nur, dass bei uns nicht die Besitzer sind, sondern die alten Herren, die den Club aufgebaut haben. Aber das ist dasselbe. Deswegen ist diese Trainerwahl, die wir jetzt gerade haben, die ist so super wichtig. Weil der Trainer muss einen Kalle zufriedenstellen, der muss einen Uli zufriedenstellen, der muss die Fähigkeit haben, über die wir schon gesprochen haben, Jugendspieler integrieren, neue Philosophie, offensiven Fußball. Der muss gleichzeitig mit dem Eberl und einem Freund gut klarkommen. So. Den Trainer musst du finden. Und das ist jetzt auch nicht gerade das Einfachste. Ne? Lok Moskau war Austauschtrainer für Gazprom. Oh, das ist aber auch ganz sympathisch. Das ist ganz sympathisch. Der Gästeblock ist aber eine Katastrophe. Genau neben Gästeblock, Plexiglasscheibe und nebendran dann die Union-Fans. Also beim Derby muss da komplett Ende sein. Kannst du rüberklettern. etc. Ja, ist die Frage, ob das beim Derby genauso ist. Aber keine Ahnung, Simon. Ich war noch nie auswärts bei Union. RB ist ein ganz, ganz wilder Kosmos, ja. Ist aber kein Trainer auf dem Markt. Ach komm, jetzt hör doch mal auf, immer in diesen Schubladen zu denken, Alter. Dass wir das nicht auf der Flöte haben, ist doch klar, Alter. Wir kennen halt nur diese ganzen Standardnamen, die hier heute Abend durch den Chat geballert sind. Aber ich erwarte doch wohl von einem Max Eberl und von Christoph Freund auch mal irgendwas Unkonventionelles, wo eben genau das passt. Ja. Junge, es gibt Trainer wie Sand am Meer auf dieser Welt. Also, Mut zum Risiko, ja. Wir holen alle für jeden etwas dabei. Ja, aber dann hast du ja noch das Problem, dass zu viele Köche und Brei und so, ne, und wild. Der Übergangstrainer ist aktuell völliger Schwachsinn. Ja, dann hättest du den Tuchel nicht entlassen dürfen. Dann hättest du Tuchel den Vertrag laufen lassen sollen. Der war auf 2 Jahre ausgelegt. Dann wäre gut gewesen. Aber konntest du ja nicht, weil du noch nicht wusstest, dass dann vielleicht 1 oder 2 Trainer auf dem Markt sind, wo du Interesse dran hättest. Wild. So ist das halt. Schalke war Gazprom, na klar. Sonst wäre Schalke schon lange zwangs weg gewesen. Wenn die Gazprom nicht gehabt hätten. Ja, Paolo, du brauchst dich nicht bewerben, ne? Wenn, dann bin ich erstmal an erster Stelle. Kannst mir gerne deine Bewerbung schicken, dann nehme ich dich vielleicht als Fitnesstrainer oder sowas mit, aber ansonsten brauchst du dich jetzt hier nicht vordrängeln, wa? Ist ja wohl eine Frechheit. So. Ja, warum soll es diesen Trainer nicht geben? Irgendwer wird nächstes Jahr trainieren. Das denke ich auch. Ohne Drama wirst du diesen Kader nicht verschlanken können, aber das macht ja nichts. Wir sind doch Drama gewohnt, oder? Ich hätte den Tuchel trotzdem entlassen. Ja, ich mache gleich noch 2 Stündchen Fußballmanager nach dem Stream hier. Wo ich habe gerade einen Lauf in der ersten Liga. Wahrscheinlich, wenn ich den Stream anwerfe, geht es wieder back runter. Aber ja, na klar, die äußern sich immer so, dass die nicht mitreden und sich zurückhalten. Hast du nicht das letzte Statement vom Hoeneß gehört zum Nagelsmann?
Da hat er das doch nochmal explizit betont. Dass das ja nicht dem Uli seine Entscheidung ist und er ja gar nicht da eingebunden ist und sich komplett zurückhält. Doch logisch. Der Höhne sollte halt einfach die Goschen halten. Ne? Der kann ja intern, kann er ja alles kommunizieren, aber halt doch einfach, als Aufsichtsrat-Vorsitzender, halt doch einfach deine Gosche. Ja, und der Kalle genauso. Fliegt nach Dubai, nimmt die teuren Uhren mit und gönnt euch irgendwas und haltet doch einfach die Gosche, wenn es um operative Geschäft geht. Ja? Also untergräbt nur die Verantwortlichen, die da sind, und das ist einfach grausam. Ende wird es eher den Terzig. Ja, der wird es bestimmt, weil der richtig sich in Dortmund ja auch durchsetzt. So, dass er in der Halbjahrespause 2 Co-Trainer an die Hand gestellt kriegt, wo die Co-Trainer mehr an der Außenlinie coachen wie er. Ja. Also das ist das größte Schauspiel, was ich bisher im Fußball erlebt habe. Also dann finde ich es besser, dass man, so wie wir das gehandhabt haben, den Tuchel rauswirft. Aber ich in Erding Terzig da hinsetze und dann hole ich die anderen beiden Experten und sage, ja hier, das sind jetzt deine Co-Trainer. Und dann siehst du die an der Seite, erstmal siehst du die das Training leiten und dann siehst du die an der Seitenlinie mehr coachen, als der Terzig das macht. Alter, das ist ja wohl, also, das kann der auch wirklich nur mitmachen, weil er durch und durch Borusse ist. Ja, anders kannst du das nicht erklären. Also, das ist ja das unwürdigste Verhalten, was ich im Profifußball je erlebt habe, den Trainer gegenüber. Das ist doch schlimmer wie bei uns mit dem Tuchel. Junge. Uli hält sich komplett zurück. Jo. Diese Co-Trainer. Ja, Paulo, da müssen wir erstmal deine Referenzen hier nachgucken, wa? Glaubst ja wohl nicht, dass da jeder Hans und Franz genommen wird. Also da müssen schon hier Bewerbungsunterlagen kommen, ne? Ja, weiß ich nicht. Ich denke, das war halt einfach das große Plus bei uns, dass halt beide da waren, ne? Ich glaube, wäre eine Uli da gewesen, wäre es wahrscheinlich durch zu viel Emotion teilweise sehr wild gewesen, ne? Ich glaube, Kalle hat genauso einen Anteil, zumindest in der späteren Geschichte dann, des Vereins, dass der Verein da ist, wo er ist. Ja, gerade international, was ein Kalle da alles geleistet hat. Also, das war die perfekte Mischung, ne? Das musst du ganz klar so sagen. Aber du merkst halt bei beiden, dass beide halt nicht mehr auf der Höhe sind, was die Zeit anbelangt. Ja, was ja auch völlig normal ist. So. Fußball entwickelt sich weiter, die Gesellschaft entwickelt sich weiter und beide sind halt irgendwann stehen geblieben, leider. Ja, aber auch die richtigen dann, Olli, ne? Sonst gibt's aber direkt hier Abmahnung, ne? Ja, was sollen wir uns jetzt am Zirkzee hochziehen? Also ja, das Zirkzee war bei uns schon stark, aber es ist halt wie immer bei uns. Ja? Und was willst du? Willst du den Zirkzee jetzt zurückholen und sagen, komm mal zurück und setz dich 2 Jahre hinter Harry Kane auf die Bank, oder was? Merkst du? Bringt halt nichts. Kann den Neger mal fragen, jo. Thorsten Neger, Dschungelcamp, Alter. Legende, ey. Junge. Aber das ist auch immer geil, oder? Ich bin da jetzt nicht mehr im Thema. Ich bin nicht mehr drin, diese Trash-Promi-Geschichte. Vor ein paar Jahren war das noch ein bisschen anders. Aber wenn du dann so gesehen hast, was so ehemalige Fußballer dann in so Trash-Formaten sind, da hast du erstmal gemerkt, wie bekloppt die einfach teilweise im Schädel sind, oder? Wo war der Lega, Big Brother oder Dschungelcamp? Der Immel war Dschungelcamp, ne? Alter, der Immel war so ein guter Torwart, mal. Alter, was aus denen, sein ganzes Geld verzockt, vervögelt, was weiß ich was. Alter, hör mir auf, ey. Ganz Aber den wild. Immel gab es jetzt vor kurzem eine Doku. Der bezieht aktuell nur noch Bürgergeld. Der hat eine Putzfrau, die kommt zweimal die Der hat Woche, alles, glaube ich. ja, der hat alles weggehauen. Ja, und die Putzfrau wird von Alter Bekannten Belli. bezahlt, genauso wie Restaurantbesuche und so. Ist So schon traurig, wild. ne? So traurig.
Aber siehst du, Geld macht nicht glücklich, ne? Wo streamst du den Manager? Auf meinem Zagos-Kanal, ja. Nee, hier ist halt nur so Bayern-Kanal, ne? Ich habe das hier nur am Anfang mal gemacht, weil sich das viele gewünscht hatten. Aber ich will jetzt hier nicht auch noch Gaming auf den Kanal machen. Das macht ja keinen Sinn. Hessler aber auch Dschungelcamp. Das habe ich gar nicht mitgekriegt. War der auch so hohl oder was? Fand ich früher auch gut, den Ike. Wodonko, der war auch im Dschungel, ne? Alter, darfst du keinen erzählen. Ey. Der war mal Nationalspieler. Alter. Warum der Nationalspieler war, weiß kein Mensch auf diesem Planeten. Ja? Aber der war mal Nationalspieler. Ist Genauso wie bei Kevin Franzi, der Großkreuz. kann schnell rennen. Das war's. Kevin Großkreuz, Nationalspieler. Der Dönermann. Junge. Ich habe vollstes Vertrauen in Eber und Freund. Man sieht an den 100 Gerüchten in den letzten Tagen, dass keiner momentan richtig weiß, was abgeht. Das ist richtig, Frau Kinyo. Ja. Bin ich 100% dabei. Ja, aber Ailton ist ja wenigstens dann sympathisch, oder? Ja, Ailton war da immer sympathisch. Ja, ist aber bei vielen so, ne? Das ist halt einfach so die Kehrseite der Medaille. Ja, mach das mal, Florian. Ich bin von der 5. Liga bis in die 1. durchmarschiert. In die erste Saison in der 1. Liga. Ich kämpfe gegen den Abstieg. Ja, Sam Mertesacker war auch mal Nationalspieler. Aber der war ja auch mal gut. Zwar nicht lange, ja, aber der war wenigstens mal so 1, 2 Jährchen, war der wirklich auf einem guten Niveau. Ja, war ja dann auch nicht umsonst in England. Ja, na klar, hallo, wir sind der FC Bayern. Natürlich ist das auch in der ausländischen Presse ein Thema. Wir sind im Halbfinale der Champions League und haben Schwierigkeiten, Trainer zu finden. Also wenn das kein Thema ist, bitte nicht, oder? Vor allem jene von der Insel benennen die Dinge, wie sie sind, der einflussreiche Uli und viel zu mächtige Spieler. Jo. Wie ist dein Bauchgefühl beim Champions League-Spiel gegen Madrid? Liebe Grüße aus Schleswig-Holstein. Aktuell 50-50. Also ich habe gestern real geguckt. War jetzt nicht, was mir viel Angst gemacht hat. Super gutes, schnelles Umschaltspiel, ja. Das ist ein Plusteil, aber defensiv halt auch jetzt nicht, wo man sagt, haben wir keine Chance, wa? Ich habe leider noch nicht das super schlechte Gefühl wie gegen Arsenal. Es wäre schön, wenn sich das noch einstellt. Bis nächste Woche. Kevin ist sogar Weltmeister. Komm, red nicht weiter, Colio. Der kommt hier aus der Ecke, wo ich wohne, Alter. Du brauchst mir nichts erzählen über Kevin Großkreuz. Gut, Leute, ich mache jetzt Feierabend. Genug Trash-Talk heute. Achso, ich habe noch eine Info. Guck mal, die haue ich ganz zum Schluss raus, für die zum Schluss da sind. Also, ich werde das in Zukunft, nur noch montags den Stream safe geben, ne? Und ich werde freitags den Stream machen, wenn irgendwas anliegt. Wie so Halbfinale, Viertelfinale, ja, dann werden wir natürlich den Freitag auch mit reinnehmen. Oder sollte es irgendwelche Trainerentwicklungen geben, solche Geschichten, ne? Dann mache ich auch noch einen Freitagsstream zusätzlich, aber ansonsten wird es nur einen Bayern-Stream in der Woche geben. Weil einfach der Zeitfaktor sonst zu wild wird. So ein Ding. Aber werde ich im nächsten Stream nochmal am Anfang erwähnen. Dann wissen die Leute Bescheid, die am Ende da sind, die am Anfang da sind, dann passt das. Gut, Leute, wer Bock hat, wie gesagt, ich bin gleich so in 10 Minuten auf dem anderen Kanal, noch 2 Stündchen live mit dem Manager. Danke, dass ihr da wart. Und nochmal vielen lieben Dank an Thomas, die Lokomotive, für mal wieder seine 5 verschenkten Subs. So, jetzt kannst du, Baby. Hat dich ja keiner gehört. Frech. Sehr frech. Schönen Abend noch, ihr Lieben. Dü, 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 dü.